Grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bund. Ihr hört Lieder aus früher Zeit und manche Hodern sind schon verheizt. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, Der Klausi zupft auf der Gitarre. als Paket schwören wir nach dem Wiener Schein. Die Quetschen klingt halt super fein, Die Kontrabomben hinten rein. und das Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Drum leid und grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bund. Ihr hört halt Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon verheizt. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Ja, habe ich die Ehre, meine lieben Pavlacisti. Grüß euch. Grüß euch gut, servus, schön, dass wir wieder beieinander sind. Heute auch wieder mit Patrick Autofunst. Alles wunderbar, alles läuft, alles geschmiert und so. Endlich ist das Auto gut, fährt gut, Ja. aber dafür ist es wieder Das Arsch. ist ziemlich mühsam zum Fahren gewesen, ja. Ein Sturm und Regen auf der Autobahn, ja. Natürlich ein Wahnsinn. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Aber die Pavlacistas sind da. Die allererste heute, wann war denn das? Das war ja schon. War noch zum Mittag wahrscheinlich. Leider fast. Marion Gregelstein. Servus. Guten Abend aus Göttingen. Endlich ist wieder Montag und ich freue mich auf einen schönen Abend mit euch. Bitte rettet meinen bislang ziemlich unschönen Tag. Alle. Marion, wenn der Tag unschön war, jetzt, spätestens jetzt, werden die Pavlacisti und wir uns darum bekümmern, dass er wieder leibend wird. Der Raffi war natürlich voll Ja, dabei. ja, und wir werden uns nicht bekümmern, wir werden uns kümmern. Mir raubt nichts mehr Ruhe. Siehst du, Raffi, das ist gleich der erste. Gute Idee. Der passt aber eh gleich. Den können wir gleich Ja. der Marion widmen. Mir raubt nichts mehr Ruhe, nicht? Weil passt da auch gut. Michael Unger, Sandros Musikautomaten, Herr Mandl ist dabei, Christi Gott, Landtag Stromer Markus, jawohl, die Mege aus München ist natürlich auch live dabei. Jawohl. Susanne Faber, Christi Gott, Dubtrade, Blunzenkistel, Servus. jawohl. Den machen wir noch, Franz Brandwein, das ist eine Frau. Und Blunzenkistel seine Frau. Ohne Blunzenkistel seine Frau würden wir den Blunzenkistel ja fast gar nicht mehr akzeptieren. Nein, geht nicht. Ist Geht unmöglich. Geht Unmöglich. nicht. Also vielleicht ein bisschen, aber... Franz Elisato. Fritzl Stadtnuss. Guten Abend, Pavlacisti und Burm. Markus Volker. Jawohl, Ulrich. Na, alles da. Alles da, was Rang und Namen hat, Musikraum. Christine Schön. Servus, Guten Abend, grüß bin neu da. Christine Schön. Na, das gefreut mich jetzt. Christine, schön, dass du da Schön. bist. Schön, dass du Ja. da bist. Ja. Die Pavlacisti und die 16 Burm heißen dich herzlich willkommen in der Reihe der Pavlacisten. Der Pavlatschingers. Ob heute alles glatt geht, sagt der Ulrich, ja. Aber ja, bis jetzt, ja, man hört uns, man sieht uns, was soll noch passieren? Ey, was wird denn noch sein? Nichts mehr. Vielleicht der Sturm, dass er noch irgendwann Masten ausbläst, wie ein Kerzen. Ein gröberer Stromausfall, den wir Ja. schon einmal gehabt haben, aber das War auch schon rechtzeitig kam er wieder. Also rechtzeitig ist er wieder da gewesen, ja. Thomas Friese, das war nicht. Thomas Friese, grüß dich gut. Servus. Grüß dich gut. Peter Voigt, jawohl. Ulis Lonig aus Helsinki. Die Daniela Schlögl, Irmi Hinkofer, Straßenhans, Christoph Acker. Na bitte. Helmut, los geht's, sagt er, ne? Passt. Hubert Hinkofer, Matthias Mariacher. Matthias Mariacher ist da. Und der Matthias Mariacher hat heute Geburtstag. Genau. Ja. Und ich meine, Du bist trotzdem bei der Pavlatschen dabei. Das ist das ist großartig. natürlich würdig. Deswegen Absolut. starten wir jetzt einmal mit einem Ständchen für Matthias Mariacher. Ich hoffe natürlich, unterstützt durch eine Orgie an rote Achteln eurerseits für den Matthias. Und ja, na, und dann schauen wir weiter. Das ist ja, wir gehen alle durch. Seid ihr bereit, ja? Ich bin's. Für Matthias Mariacher hat es eine Orgie an rote Achteln für Matthias Mariacher zum Geburtstag. Erst kann das sein, im Facebook steht drinnen 50. Ich glaube, das ist für jünger. Ja, wenn man uns anschaut, nicht bei uns. Wahrscheinlich, ja. Das ist, du schaust zu jung aus. Was soll man machen? Was soll man machen? Aber in diesem Sinne. Hoch soll er leben,
Glück zum Geburtstag, lieber Matthias, zum Geburtstag viel Glück. Bravo. Aus. Alles Die Gute. Ochteln fallen ein, es ist wunderbar. Und jetzt, Gott sei Dank, ich habe schon gesehen, dass die Mama eben da ist. Ja. Weil ich habe mir gedacht, wir können noch nicht anstoßen mit dir, weil noch nicht angebottelt wurde. Weil ich noch nicht gesehen habe, ob die Mama eben da ist. Aber die Mama eben ist da. Warum die Mama eben? Die Momo M ließ uns sozusagen eine großartige, eine überdimensionale Weinspende zukommen, muss man sagen, von ihrem heiligen Stammwinzer, von der Familie Trabauer. Ich glaube, es ist quasi der Nachbar von ihr. Der Nachbar, glaube ich, ist sie, ja. Ja. Wahnsinn! Es kam ein Kistel. Ein Kistel, ja. Ein Kistel ist gut. Ein Kistel mit Ein 12 Kistel. Flaschen. Also, ein würdiges Paket, ja. Ein Kistel mit 12 Flaschen vom DPD. Drin ist gestanden, Grüße aus Stetteldorf. Stetteldorf am Wagram, Ja. habe ich gerade gelesen, ja genau. Und wir dachten, ja, ist leibend, nicht? Und dann habe ich Patrick auch gesagt, erst, sag einmal, und den Trabauer, ich kann mich erinnern, dieses Etikett, aber ich habe es nicht zuordnen können mehr. Und dann, wie der Patrick gesagt, ja, das wird von der Momo eben sein. Ich habe Ah, ja, hab das. gar nichts gesagt, ich habe gar nicht mehr darauf gedacht. Und, also, ich habe schon gewusst, aber ihm habe ich es nicht gesagt. Ja. Viel Trubel und Heiterkeit bei uns, aber dann gehen solche wichtigen Dinge unter. Ne? Wobei es ist ja nichts passiert. Ne? Ja, Gott sei Dank. Also Patrick, bitte ums nicht Antworten. gescheitert. Wir machen heute auf und zu einen grünen Veltliner vom Löss an 2019er. Ich bin sehr gespannt, 13,5% Alkohol, also durchaus ein bisschen was kräftigeres. Ja. Bin sehr, sehr gespannt darauf. Aus Stetteldorf am Wagram, genau. Wunderbar. Und offen ist er. Jawohl, jawohl. Ich gieße einmal ein. Bitte gieß. So. Der Christopher da fragt auch, na, läuft der Tscheche wieder. Ja, der rennt, der Kleckerl. Marbihof ist auch wieder am Start mit dabei. Was hat da meine Hand gefühlt? Ja, weiß ich auch nicht. Gerald Spürk. Gerald Spürk. Bin gestern zufällig auf Servus TV über einen Bericht über Herfried Zernig, Schrammelharmonikerbauer, gestolpert. War richtig spannend. Sagt du das Ja, der Herfried in Sebersdorf. Der baut eigentlich steirische hauptsächlich und baut aber Schrammelharmonikas auch auf Wunsch. Ja. Mhm. Na schau, habe ich wieder nicht gewusst. Ja. Grandios, Uli. Ja, also wir haben angebottelt, das heißt, wir können jetzt auf den 50er von Matthias Ja. würdig anstoßen und sagen, die Achteln sind ja schon reingerannt, also Servus, auf den Wohl und natürlich Ja, zum Wohle. in Summe herzlich willkommen bei der Pawlatschen Nummer 103. 3. Genau. 103. Grüß dich gut. Vom Löss. Matthias Mariacher, 50er. Mach gut. So, und jetzt, Wo will ich denn da kommen? wo bist du angekommen, was hast du denn hingemacht? Und jetzt da. Funktioniert schon wieder. Und jetzt kommen wir, hätte ich gesagt, dem Wunsch vom Raffi gleich mal nach. Ja. Ist überhaupt schon da der Raffi? Weil Raffi? das waren ja die ersten. Der Raphael, also würde mich wundern, wenn er nicht da ist. Also, Du Sandros Musikautomaten, eben dieser Herfried Zernig, der baut auch Schrammelharmonika, aber das neu jetzt, ne? nein, der baut schon lange, also 15 Jahre, da wo es auch 10, 15 Jahre. Schrammelharmonika, so? Ja, der baut es allerdings ganz genau, nur einfach nach, so wie die alten waren. Ah ja, na Also gut. nicht einfach ganz, einfach Kopien der alten. Keine Weiterentwicklung, so wie die, Ja, einfach ja, mechanisch verstehe oder schon. was, dass man da Kugellager und verwendet. Einfach ganz, ganz traditionell. Der Christoph Markowitz darf heute nicht so viel trinken. Wieso? Christoph Markowitz, was los? Um Himmels Willen, Christoph. Ich auch Das- nicht, natürlich. Das ist ja mal. Ja, gut, aber naja, Weiter. na gut. So, also pass auf. Ja, aber ich glaube, der Raffi ist noch gar nicht da, wir müssen noch warten. Der Raffi ist noch gar nicht da und die habe ich auch noch nicht gesehen. Da können wir nicht den Wunsch erfüllen. Ja, da müssen wir was Ja, anderes machen wir was anderes, leider was Trauriges. Wir müssen was Trauriges, also verkünden, nämlich, weil ich gerade gesehen, die Wildcat ist da. Wildcat, grüß dich gut, schön, dass du Servus. heute mit dabei bist. Musste ja davon lesen, also vor nicht allzu langer Zeit ist ja der Roy Der Roy auch.
von den Die Mäusle, Nymphensüchtigen die Mäusle ist gestorben die und Mäusle- jetzt der erste Jetzt die Mäusle. Mäusle nachgefolgt, ja. Ja. Mäusle auch in den Nymphensittich-Himmel eingezogen. Tut uns natürlich wahnsinnig leid. Und ich würde sagen, dass die Pavlacisten jetzt abermals eine Orgelrote Achtel loslassen sozusagen zur geistigen Erbauung von der Wildcat. Und wir werden natürlich ganz, wie es eigentlich fast schon Tradition ist, Wildcat für deine Nymphensittiche, jetzt halt in beiden Fällen sind sie halt im Vogelhimmel, werden wir natürlich das Vogel am Baum wieder ihnen dedizieren und natürlich dir und die Achteln von einer, damit du gestärkt bist in deiner traurigen Situation, weil das ist nicht lang, ich glaube über 26 Jahre, da was dem Mäusle bei dir war, glaube ich, so irgendwas. Also ihre Sache, ihre Geschichte. Und auch jeder, der ein Haustier hatte oder weiß, wie das ist also genauso schlimm. Fast. Nein, nicht fast. Das ist einfach wahnsinnig schlimm. Ja. Wie wenn man einen guten Freund verliert. Ja. Oder sogar ein Familienmitglied. So, Daher, die roten Achteln fallen schon eine für dich und wir haben da Ja, genau. jetzt einmal einen Schluck aufs Ein Mäusle. Schluck aufs Mäusle, ja. Und dann haben wir das Vogel am Baum rein. 3 Tischen. Gell? Jawohl. Die kann Jazz haben. 23 Jahre. Ja, so brauchst du einen Jazz haben. Ich sitz auf der Wiesen, ein Großhalm im Meer. Die Box hat zerrissen, ich find nix dabei. Ein Schmetterling fliegt mir um die Nosen herum. Ein Fink frisst ein Fliegen, aber ich pfeife nicht drum. Ein Arbeit denk ich nicht einmal mehr in Traum. Ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Baum. Und kommt der schönste Erdl am Wald weg daher, ja da spring ich verfreit. Denn was brauch ich schon mehr, Zeigeln schon fest in die Nähe. Wir sagten, sie möchte die deinige sein, aber noch ein paar. So ich geh schnell heim, ich bin aber frei wie ein Vogel am Baum. Aber genau, bist du bereit? Dann lass es zwitschern. Jawohl, Herr Professor, einmalig gezwitschert. Und steht eines Tages der Winter vor mir, sagt, lass ich du Gauner, geh her du zu mir. Da mach ich noch einmal die Augen fest zu, sieh ich wieder vor mir die schöne Natur, denn draußen im Grünen, da war ich daheim, da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum. Wird die Luft ausgegangen. Also noch einen Nachschlag bitte, jawohl. Jawohl, Yes. für Mäusle. Auch ohne Jazz-Haverl. Und die Achtel sind reingefahren. Ah, Patrick, Wahnsinn, los gleich. Und mit dem Marion Kriegelstein ist schon da. Ist schon da. Jawohl, jawohl, jawohl. Den Raffi habe ich noch immer nicht gesehen. In den Kommentaren. Einen Schluckerl nehmen. Noch immer nicht gesehen. Der Raffi ist noch immer nicht da. Was ist mein Raffi?
Grisi sagt, der Passlauf ist ein Hammer. Ja, dank der Shit. Walking Pace, kann man sagen. Walking Pace. Jawohl. Und ja, ja, das war's eh. Gell. So hat es ja gegeben einmal. Hat mir schon wieder ein ganz lieber Mensch angerufen, wie du das spielst. Warum? Also das ist. Und was hast du gesagt? Auf Klick? Der spielt selber Kontragitarre. Du kennst ja mehr, der Herbert Slav, mein Ja. Ja. Wieso, das geht sich nicht aus, aber ich spiele es schon in F. Und dann habe ich mir einen kleinen Trick verraten. Also das ist ja umgestiegen. Dann Ja. das ist aber nicht Depp. Dann Ja. habe ich überhaupt eigentlich Du. nicht. Das ist- Ich war immer Flaschen, also in der Schule so, ich war immer Flaschen, es sei denn, es ging darum, dass ich mir das Leben leichter machen kann. Ja. Also Absolut. wenn es um Hacks gegangen ist quasi, wie man heute sagt, da war ich immer recht erfinderisch. Und da habe ich mir auch gedacht, ne, du hast halt umstimmen. Ne? Ja. Heute ja spontan, man, nur dass seht mit was für Professionalität wir arbeiten. Diese Gitarre da, aber ich meine, Die Bühnenprofis, ne? 1 Minute und 30, bevor der Livestream gestartet hat, Ja, leider ist wieder was passiert, nicht? greife ich zur Gitarre und schaut euch das an. Schaut euch das an. Eine gerissene Seite. Die B-Seite. Die B-Seite. Wahnsinn. Die H-Seite, wie manche sagen. Wie man im Deutschen sagt, H-Seite. Ja. Ja. H-Seite ist gerissen. Und ich bin ganz entspannt zur anderen gegangen. Nicht? Die andere geschnappt. Man hat ja zwei. Naja, was Mindestens. Ja, was 15 Seiten. 15 Seiten, da steht. T-Shirts, meine Herrschaften, gibt es zum Erwerben. Schaut auf unsere Homepage. 16erburm.at. Warte. Da hast du sofort eine Einblendung. Ja, haben wir keine Einblendung. Da. Sicher, mach. Ich muss einmal einen Schluck Wasser Scheiße. Es gibt schon mal das Stück. Ja, nein, wurscht. Ich hab was gedruckt, ist gleich daneben Hast du gegangen. mir geschickt oder was? Nein, es ist einfach, ja. Also wie gesagt, kauft uns bitte Leiberl noch, Leiberl frisch vom Picker. Kauft ein paar Leiberl, Ein paar Leiberl, kauft's uns so. Die Fleischer auf unserer Homepage findet ihr den entsprechenden Link zu den Fleischleibchen. Da gibt es Leiberl. Nicht nur dieses wunderbare Dieses Motiv, es gibt Motiv. noch zwei andere. Und wenn wir schon bei der Fernseh sind, nicht? Es gibt ja auch eine Rückseite. Die Rückseite, da sieht man, warte, ich muss das da so, 16er Burm, Wienerlied, Reloaded. Es gibt verschiedene Motive und verschiedene Farben, die man untereinander kombinieren kann. So, jetzt habe ich es Hast du gefunden. Jetzt habe ich es gefunden. Ja. Das hast du geschickt gesagt. Was ich sagen wollte. Meine Eltern sind auch wieder da. Grüß euch gut. Grüß euch. Anfangsschwierigkeiten, aber wieder da. Jawohl. Der Christopher da hat meine bessere Hälfte Wein kaufen geschickt. Jetzt habe ich einen Tempranillo aus dem 3-Liter-Pack. Alter. Was Das- aus dem Weinziegel? Das ist wirklich der klassische Weinziegel. So was der Sandro sagt, der Thomas Friese, das ist der Kontergitarrist vom Schrabelquartett. Vom Sandros Musik. Das taugt aber besonders. alles klar. Thomas Friese, grüß dich gut. Ganz große Freude, dass du auch mitschaust. Das ist natürlich herrlich. Das ist eine Ehre. Ja, der Christoph du bist auch schon da. Jawohl, endlich. Na, dann können wir es jetzt richtig angehen. Rest auf der Konter eine Seite, der Klaus sich über die zweite gefreut. Ja. Und natürlich, eine dritte war jetzt sicher, nicht? War sicher. Das war das Netz. Rudi Korbes fragt auch, eine große Freude, wenn wir Leiberl kaufen. Und auch der Christoph Ackermann. Die zweite Gitarre war gestimmt und da habe ich eine Freude. So eine Freude habe ich. Na gut. Na gut. Na gut. Was hast du? Was haben wir alle? Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Jawohl. So, passt auf. Jetzt einmal. Der Raffi fehlt noch immer, aber solange der Raffi nicht ist, können wir nicht, Können wir nicht spielen. können wir nicht, Also das nicht spielen. Das ist blöd. Where is Harry? Ja, wo ist der Harry? Wo ist der Harry schon wieder? Das gibt's ja nicht, ne? Los aus. Das ist sicher ein Wahnsinn. Die Mägel fragt auch, wer ist Harry? Wer Wer ist Harry? Wer Ja, wer ist ist Harry? Wer ist Harry? Ja. Ja, alle fragen nach Harry erkundet. Vielleicht kann er sich nicht mehr singen. Machen wir in C. In C ein Kmeler. Ja, gut, welchen? Ich bin gespannt jetzt. Gossenkinder. Ja, gut, ja, passt. Hast du vorgespielt? Oder?
Wir waren in der Gossen, 3 Kinder, der Karl, der Franzl und ich. Wir waren in allem besser und geschwinder, eine unheimlich klasse Partie. Auf die Bäume, auf die Stall und die Radeln haben wir 3 niemals verspürt. Auf den Stoß, auf die Rose und die Madeln, da waren wir 3 immer wie wild. So war das bei uns Gassenkinder, doch das ist schon lang vorbei. Der Krieg und die bitteren Jahre, jetzt lebt nur mehr ich von uns 3. Manchmal träume ich von Franz und von Karl, und ich wach auf in der Nacht, und da muss ich ja manches Mal weinen, obwohl die Erinnerung lacht. Und da muss ich ja manches Mal weinen, obwohl die Erinnerung lacht. Mama, ich bitte dich, schau mal, ich bin's, der Bulli, der Bub. Wirf mir den Schlüssel da oben, hilf mir, das Haustor ist zu. Spät ist die Hände zu, tun wie's die anderen wollen, aber zu Hause hab ich mich geniert. Mama, ich war so blöd, geh, sag's dem Vater nicht, weil mir sonst nicht schmiert. 2 große Buben, die Schupfenkreuzer, ein kleiner bleibt bei Erde stehen. Das Milchgeld oder Rins am Handel spielt mit und ist gleich in der Hand. So hat es mit dem Buben begonnen und dieser kleine Bub war ich. Ich hab mir's nicht zu Herzen genommen, drum ist nichts Gescheites geworden außer mir. Stiefkind bin, ja, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Sag mir so, es ist ein Geld in die Haare schmieren und ich geh dazu. Für die war ich sowieso oder war ich nur ein depperter Bub. Oder die Tränen, die eigenen Schänen, die liegen wunderbar. Geh zurück zu dem Alten, der soll auf die Alten, ich hab längst vergessen, wie schön
sind eine Weltpartie. Ja, ja, eine Weltpartie. Wir sind die Weltpartie von Wien. Alle Leute kennen mich, weil ich bin von der Weltpartie von Wien. Gegen mir auf ein Wein, da schenkt die Momo viel, ja, so hat's der Trapper gern. Jeder stimmt ein Lied, weil jeder von uns singen kann ja jetzt, verstehen Sie mich. Wir sind eine Weltpartie, ja, ja, eine Weltpartie. Sowohl die Damen als auch die Herren. Wir sind eine Weltpartie, ja, ja, eine Weltpartie. Wir sind die Weltpartie von Wien. Jawohl, so schaut's aus, eine Weltpartie. Ein Hurstel Gmeler Medley, ein Hurstel Gmeler Medley. Markus Volker, Fritzl, Stadtbus, haben die Achtleine, das taugt mir nicht. Danke für das Chrissy, 1220 ist dabei. Welt, Scheiß. Horst Gmeler weilt ja leider auch nicht mehr unter uns. Auch nicht mehr, ne? Nein, es Gibt ist eine große Gala Ende richtig? Februar. Richtig, warte mal. Ob ich das nicht sogar einblenden Beim kann? Selic. Na, jetzt müssen wir schauen. Unter anderem auch mit den 16er Burm. Ich glaube, der Stromer Kurti ist dabei. Ich glaube, Christel Prager ist dabei. Herbert Schöndorfer, Franz Horacek. Pass Ja. auf, ich kann das einblenden. Wird ein leibender Abend. Ist schon eingeblendet. Wird ein ganz, ganz klasse Abend. Warte mal, Diebe. Schau. Da kannst du nicht so gut lesen, gell? 25. Februar. Karten. Aber es wird in Kürze auf unserer Homepage Und wird natürlich auch stehen. sein, ja, natürlich. Aber das mal zur. Ja. Genau. Ja, das ist schon mal ein kleiner, wie sagt man, ein Aviso. Ein Aviso. Ein kleiner Lichtblick, nicht? Das ist ja. Wieder mal Pippe Fein, sagt der Heribert Kaha. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Pavlacistische Khmelaisierung war das. Jawohl. Liederwunsch, Wiener Herigenmarsch, Sandros Musikautomaten. Nein, kann ich nicht jetzt auswendig. Gibt's einen, der heißt Wiener Herigenmarsch? Wiener Herigenmarsch, ja. Wie war? Siehst du, ich hätte jetzt wieder Marsch gespielt und dann spielen wir dann Wiener Herigenmarsch. Das gibt da, der heißt Wiener Der heißt Herigenmarsch. Wiener Ja. Hering vom Schrammelau, oder Aber was? kann ich einen anderen auch spielen? Was spielen wir noch? Da spielen wir. Ja, Was dann. machen wir? Das ist Tiroler Wiener Lied, ich war schon lange. Ja, das ist Brigitte Scheurer ist mit dabei, jawohl. eine ganz schöne Idee. Das Tiroler Wiener Lied. Ja. Machen wir das vorher noch? Oder machen wir zuerst den Marsch? Bitte. Dann machen wir den Lena-Marsch. Lena. Mein absoluter Lieblingsmarsch. Ja. Habe ich einen Moll gespielt jetzt da, nur dass wir da eine Tour weitermachen können. Da kommt der gleich mal, pass auf.
schaut's aus. Grandios. Ich muss schauen, irgendwas schön. Irgendwas schäbert. Ja, ich hab's vernommen. Habe mich trotzdem nicht rausbringen lassen. Schau, die Achteln fallen rein. Die Achteln. Die Geschmack haben die Pavlacisten, man merkt es immer. Es ist Skyfall ist auch dabei, guten Abend in die Runde. Jawohl, jawohl, der Markus Bristoni hat die Achteln rein. Maba ist auch dabei. Ganz großartig. Es ist eigentlich wahnsinnig viele deutsche Zuschauer. Also zumindest Leute im Chat. im Chat, ja. Pass auf, wir haben jetzt ungefähr 70 Zuschauer. Dann haben wir, wie viel wären es sein im Chat? Was glaubt ihr? Wie viele Leute, weil das sieht man nicht. Wie viele Leute im Chat sich aufregen? Wie viel wären das sein im Chat? 30. 30 glaubst du Die schon? Hälfte. Schaut's, die Hälfte. 20 hätte ich gesagt. He? Es sind doch mehr. Patrick ist heute wieder in Hochform, sagt der Markus Bristonik. Dankeschön. Ja, Danke. ja, ich meine, mir gibt es keinen Unterschied. Ne? Frisch ausgeruht. Ist immer in Hochform. Frisch Ja, ausgeruht. Ja. der Philipp Zach, jawohl. Philipp ist auch da sehr. Entschuldigt die Verspätung. Ist entschuldigt. Ist entschuldigt. Selbstverständlich. Ja, na gut, pass auf, Patrick, schau her. Was fällt da auf? Eine Weinnot. Ah, ja. Noch nicht. Mehr so ein Applaus in die Musik. Sandra, danke schön. Dankeschön. Ein Schlückchen Wein. Ein Schlückchen. Der Raffi bekommt ein Minus ins Klassenpegel, das kannst du auch nehmen. Der Oli ist Loddig sagt mehr. Ja. Pass auf, jetzt machen wir mal die Martinswand. Machen wir die das Tiroler Martinswand. Wiener Lied von Karl Föderl, der bei einer Wette eben, so hat sich das ergeben, hat gesagt, ein Wiener Lied, da ist der Text eigentlich gar nicht einmal so wichtig, dass das vom Wien handelt, sondern man erkennt ein Wiener Lied an der Musik und nicht zwangsläufig am Text oder das Beweis. Und er sagt, man kann auch ein Tiroler Wiener Lied machen und dann sagt man, beweist das, nicht? Und daraufhin hat er geschrieben, das Lied Unter der Martinswand. Recht melancholisch, romantisch, fast sogar ein bisschen kitschig. Fast ein bisschen kitschig. Aber ja, aber es ist romantisch, kitschig, schön. Aber trotzdem eine Weltnummer. Das machen wir und dann werden wir dem Uli Slonik natürlich nachkommen. Den Wunsch werden wir sicher heute noch einen Marsch spielen oder was. Noch einen Marsch machen wir noch. Ja, aber schon mit mehr. Ja. Ja. Passt, ja. In was geht denn das? In C. In C. Wir freuen dann in F. Alles klar. Ein Dirndl so, der zöhnst die Leute Mut, worin Wütschitz einst verliert. Sie hat ihm gesagt, geh nimmer wieder fort, weil es nur ein Unglück bringt. Noch einmal losen wieder mich, die schönsten Blumen bringen mit für dich. Der Schuss haben sie gefunden in der Früh, die Blumen in der Hand für sie. Unter der Martinswand, ganz am Felsenrand, da schaut ein kleines Mattel ins Tiroler Land. Umgrenzt von Enzian steht am Muttersöhnerland mit einem bloßen Spruch am Schriftenband, für die Gute, mein lieber Bub, für Gott auf immer, der Herz schlägt nimmer mehr, die Welt ist leer. Unter der Martinswand, ganz nah am Felsenrand, da schaut der Mattel ins Tiroler Land. Jeder Wanderer, der vorübergeht, bleibt bei dem kleinen Mattel stehen. Er zieht sein Hut und spricht ein Kurzgebet, kann er stand weitergehen. Der Wind ward leise übers Mattel hin und bringt ein Gruß von Tannengrün. Weil er ein guter Freund vom Wütschitz war und gespürt hat in sein blonden Haar.
Wand, ganz nah am Felsenrand. Da schaut ein kleines Matterl ins Tiroler Land. Und grinst von Enzian steht's ein altes Söhnerlein mit einem bloßen Spruch am Schriftenband, Vierte Gott, mein lieber Bub, viert Gott auf immer, der Herzschlag nimmer mehr, die Welt ist leer. Unter der Martinswand, ganz nah am Felsenrand, da schaut der Matterl ins Tiroler Land. Kauföder. Jawohl. Der Christoph Acker, wenn beim Taschler wer so viel reden täte wie im Chat schreiben, da wäre der Klaus aber böse, ja? Da hätten wir schon einen Ordnungsruf. Es ist da war, ne? Was schon da Gusch wahrscheinlich. Hätten wir schon einen Ordnungsruf aus, ne? Thomas Frahaler, Burschen, bin da, liebe Grüße. Aus Karlsburg, bin auf Alkoholentzug. Jawohl. Thomas Frahaler. Jawohl. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Ja. So, pass auf. Was haben wir da jetzt alles? Sie den Chat. Prosa leider nur ein Bier. Fahrt schon mal Steine 07 schon 31 im Chat. Drückt sie 3 Punkte den Rechtsempfänger. Also, naja, Steine, das kann, ich bin ja in einer anderen Software. Wo das ja, also da müssen die jetzt extra quasi YouTube aufmachen. Ich könnte da die 3 Punkte drücken, da kommt aber, warum sehe ich diese Werbung abbrechen? Mehr kommt Naja, bei mir. das ist bei dir, was bei dir ist anders. Du hast einen anderen Stand auf YouTube. Nein, Na, bei dir ist es einfach so, da denken sie sich, pass auf, für den Patrick, das ich machen habe wir was. gerade geschaut, ob das funktioniert, aber nein. Oder Uli Slonig, man, das sind mehr als 30. 10 ist Fahrt, das sind mehr als 30. Okay. Ja, Sandro, du musst aber zum, na klar, das müsste mal, das ganze Quartett muss man Das kommen Qualität muss er bekommen, ja. zum Taschler. Dass er mal da eine Feldstudie macht, quasi. Ja, das ist sehr leibend. Jawohl. Na, Thomas Faber, das wirst du schon packen. Reiß dich zusammen halt, gell? Wir halten auf die, Ja. Was haben wir noch? Der Handschuhmacher hat ein Thema, Brigitte Scheurer. Ne, Na sicher. Der Maba ist auch da. Servus, grüß dich. Da wäre ja schon vorher Also schon schon begrüßt. Habe ich nicht gehört. Du musst mir zuhören, du Nein, musst mir ich zuhören. lese ich lese natürlich. Ich habe das Gefühl, oft, dass es dir vollkommen wurscht ist, was ich da rede. Nein, nicht, aber Das ist vollkommen wurscht. ich höre nicht immer zu, wenn ich das selber lese. Na, Hauptsache, du schenkst mir nach. Das ist Muss noch ich einmal mich wenigstens- konzentrieren, was ich hier lese, weißt du? Dann höre ich nicht immer, wenn du begrüßt Ja, hast. ja, der Franz eben sagt vollkommen richtig, weil nicht einmal das, nicht einmal dazu hast du heute wirklich, also heute versagst. Was habe ich, was war? Wieso? Na, hast du den Finger gehoben? Nein, wieso war was? Gott sei Dank sagt der Franz eben, ich habe es vorher gesehen, wie wir gespielt haben. Nein, ich hab's nicht gesehen. Franz eben sagt das jetzt zurecht. Wo Ja, ist denn? Jetzt muss ich jetzt suchen mit der Matthias Matthias Maria. Maria redet sich, ist ja, wenn ich scrolle. Danke für das Ständchen Danke. 1972, ich danke dir herzlichst. Ja. Danke der Chef für dein Geburtsjahr. Danke. Sehr zum erheben wir das Glas. Ja, absolut. Nein, während dem Spiel nicht gesehen, dass da ein Superchat kommt. Ja, na gut, beim Spielen kannst du es nicht sehen, dass der Schwab mit dem Ding, aber ich habe es nicht schon gesehen. Das ist ja ganz am Anfang, dann natürlich, aber der Franz M. Und jetzt auch, Sofort. jetzt auch Daniela Stögel. Oder auf jeden Fall sofort. Ja. Dankeschön, Matthias. Und natürlich bei einem Superchat haben wir natürlich unbedingt die Nummer 3 zu drücken. Na, Ich selbstverständlich. habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Jawohl. Ja. Das einzig wirklich schade ist ja das, ich habe da leise Draht, weil sonst hört man dieses, dass das nachhupft da immer die, also den Chat, weiß nicht warum, das kann ich nicht antragen, dass man das nicht, ja, da hört man immer irgendwas. Und jetzt habe ich einen Lautsprecher antragen, aber dadurch hören wir natürlich auch nicht. Das ist eine Freude. Ich krieg's gar nicht mit, ne? Das ist, weiß ich, man muss Ja. immer am Glas schauen, ne? Ja, schauen. Wie er reagiert, ne? Das ist Blindflug. Ne? Ausgeklügelt alles. Ich krieg's gar nicht mit, aber wenn man so oft vorher angeschaut, dass er noch immer lachen muss. Jawohl, Peter Volk, 73 heute rennt's. Wirklich wahr. Ja, das schon her. Wahnsinn.
Ganz leibend. Ein paar Daumen fehlen, hat gesagt der Gerald Spörk. Jawohl, hat seinen Daumen auf. Jawohl. Hat seinen Daumen auf und ja, wenn es geht, wenn es noch nicht geschehen ist, dann abonniert unseren Kanal. War echt leibend. War super. Ja, absolut, ja. Man könnte jetzt die Vorteile aufzählen und so weiter, die es sicherlich gibt, aber ich denke mir das immer, wenn so die YouTuber so sagen, ne, was du alles hast davon. Ne? Ich denke mir das nicht, das werdet ihr ja selber wissen. Das werdet ihr auch selber wissen. Und übrigens ist die Kamera schief. Die Kamera, die wir vorher gerade gemacht und weil es wegen dir ein bisschen umgeht, ist schon schief. Ja. Das muss ich einstellen. Das fällt mir gar nicht auf. Schau, Ja, dir ist klar, dass das nicht auffällt. Ah ja, am Tisch sieht man es ein bisschen. Ja. Ja, wobei es ist nicht wirklich störend, aber man könnte das auf Perspektive ausrichten. Naja, nein, es ist einfach schief, die Kamera. Es ist, wie soll ich sagen, entschuldigt, Ich sehe sogar mit freiem Auge von da, dass es ein bisschen hängt. Ja, ja. Nein, weil das früher verstellt habe, weil du nicht gut im Bild warst. ja das ist wichtig. Das Ui. Uje. Ja. So, wie schaut's aus? Ich sehe es nicht. Achso. Nein, das kommt Ich damit habe die Bablagistik gefragt, aber die schreiben ja wieder nur. Ich kann nur mit Zeitverzögerung. Aber ich glaube, es ist besser. Jetzt besser. Das ist besser. Ich sehe es schon, aber erst mit einer Verzögerung von. Ja. Fehlt auch die Botelle im Camelback. Damit wir ein Spül trinken können. Ja, genau. Ja, das war das nächste, ja. Genau. Das ist ja Wahnsinn. Beim Spülen geht, beim Singen wird es dann schwierig. Ja, der Nela Strill sagt, es gibt einen Abzug beim Nussschnaps, wenn der Finger vergessen wird. Nein, das kann Nein. Wenn er nach mehrmaliger Aufforderung vergessen wird, dann vielleicht. Aber nein, das kannst du nicht machen. Nein. Sandra Musik, das müssen wir mit dem Kollegen von Quartett besprechen. Könnten wir zwischendurch eventuell auch eins zum Besten geben im Tascher? Ja, sicher. Aber, das sage ich jetzt einmal, erst wenn wieder Lockerungen sind. Weil jetzt ist ja bis 22 Uhr Sperrstunde. Ist 23 Uhr Sperrstunde. Und das heißt, da ist echt wenig Zeit. Wir haben jetzt am Donnerstag gespielt, das sind quasi 2 Blöcke. Also da geht es nicht aus. Wenn diese Sperrstunde wieder gefallen ist, die fällt bald im fällt, Frühjahr. also spät im Frühjahr, Sommer auf jeden Fall. Und dann ist es überhaupt kein Thema. Da ist überhaupt kein Thema. Da kommst du und das geht schon. Ich meine, da ist halt nicht viel Platz. Also, am besten ist, wir müssen auswählen. Am besten war es was. Noten stehen da auf, es wird schwierig. Aber das ist ja wurscht, da kann man sich immer noch zusammenreden. Aber also grundsätzlich ja, mit großer Freude. Ja. Da ein, 2 Stickeln, das eine haut's. Aber wie gesagt, jetzt aktuell nicht, weil es einfach, das ist ein Blödsinn. Das ist so eng, weil das heißt, wir müssen um 3 Viertel, wir haben um 10 vor 10 haben wir aufgehört. Ja. Das ist dann alle Zeit haben und das Feld geräumt ist. Weil dann verstehst du, da haben wir gerade einmal, weiß nicht, 17 Spritzer gehabt. Nicht? Das war Ich nur 2, aber das ist ein anderes Thema. Mein Scherz. Ja. Hab's gar nichts zum Naschen, ne? Christopher da, wir sind komplett naschlos heute, ja. Wir waren das schon gewohnt, ne? Nachdem die letzten Male immer aus der Klause das kam, die Bablatschen, haben wir immer was zum Knabbern da gehabt. Das machen wir bald wieder. Das machen wir bald wieder, sicher wieder. Weil das ist ja viel lustiger, was du besoffen bist dann schon. Nein, bei mir fällt es ja nicht auf. Ja, genau. Ich habe mir die letzte angeschaut, wie wir die wunderbare Zeit wahrgenommen. Also, das war dann, die letzten 2 Stunden waren schon etwas, wie soll ich sagen. Markus Volker, das war dein Verdienst. Die waren schon etwas. Das wird Gewalt. Gewöhnungsbedürftig beim Anschauen noch. Ich bin nur so durch. Scrollen und wir haben angeschaut, aber beide. Also, wir haben uns nichts vorzuwerfen. Der Kenner rettet sich und sagt einfach, ja, es schaut sich keiner mehr an nachher. Oi. Patrick? Ja. Jawohl. Er ist wieder da. The Machine, the Brain. Natürlich. Patrick, the Money Brain ist wieder da. Wildcat, 10 Euro Brustbuhr Wildcat. Dankeschön. Auf dich. Der dann Zug heißt? Ja. Christoph Acker war dabei beim Taschler. 22 Uhr ist wirklich. Jetzt kommt aber eins nämlich noch dazu. Beim Taschler. Davor der Bus. Alle halben Stunde. Davor alle halben Stunde. Und die Leute müssen dann wirklich, ich glaube um 9:45 gehen, ein paar, oder noch früher, oder 40 oder was. Den Bus um 5:10 erwischen, sonst fährt der nächste dann erst um 5:11 oder so. Ja, so irgendwie. Also sonst stehen sie eine halbe Stunde in der Küche. Weil du musst um 10 Uhr das Lokal gehen. Ja, irgendwie, das Lokal muss zu sein. Ne? Ja. Also die Daniela. Sind ja heute 2 Engagements abgesagt worden, falls sich interessiert. Nicht? Also
für den Februar. Also jetzt, Ja. Für die Chronik des Musikschaffenden, ja. Zwar, weil das jetzt mit diesen 10 Mit Leuten den ist. 10 Ne? Leuten wäre es 2 Feiern gewesen. Ja. Ja. Geht nicht im Wirtshaus und so, nicht machbar. Und dadurch, ja. Aber solange man hört aus den oberen Reihen, die Musik spielt wieder. Sie treten wieder auf, sie sind wieder da, nicht? Solange man das hört. Nicht einmal die Philharmoniker treten viel auf, nicht? Und der Klaus Zauner, einer der Ja, Schlagwerker von den Philharmonikern, auch letzte Woche beim Taschler war, Ah, da. der hat auch extrem viele Tourneen angesagt und so weiter und so fort. Also der Franz Brandt hat gesagt, Alles nicht 22 so Uhr, lustig, aber ja. Sperrstunde macht nur beim Frühschoppen Sinn. das stimmt, Und nicht einmal da. stimmt. Selbst da ist es eine Frechheit, wenn du schon bis 10 Uhr durchgehalten hast, dann ist es wirklich eine Sauerei, dass gerade um 10 Uhr schon gehen Bis musst. Mitternacht muss man noch. Ja, das ist alles, also das ist ein Wahnsinn. Ja, ja der Rudi Kalb, das habe ich im Bus gerade noch erwischt, ja. Ja. Aber das heißt, Ich meine, jetzt noch gedacht, der Rudi ist ja besser, der springt da auf. Ne? Was ist denn das? Nein, ich muss. so stehe eine halbe Stunde in der Köden. Und da sind aber natürlich ein paar, glaube ich. Ja. Aber die Brigitte Scheuer hat das richtig gesagt. Es war aber lustig im kleinen Rahmen beim Taschler. Ja, Ja, definitiv. es war lustig, gemütlich war es. Absolut leibend. Also, und Brigitte Scheuer sind wir noch geschuldig in Handschachmacher. Handschachmacher, ja. Das Lieblingslied meiner beiden Ja, Großmutter, ja. ja, den spielen wir jetzt da. Blunzenkissel, aber Frühschoppen bis 22 Uhr ist auch keine Option. Na sicher. Das war in unseren Anfangszeiten war das eigentlich Standard. Ja, das länger meistens sogar. Ja, länger, aber ich sag, das war bis zur Sperrstunde immer, also bis zur Bis war, zur also Uhr, ja, Mitternacht, immer rund um Mitternacht. Das haben wir früher, heute, Ja, man, heute da packt man das nicht Frühschoppen mehr. gespielt, am Abend haben wir dann noch Geburtstag weitergespielt. Ja, ja. Einer direkt vom Frühschoppen uns noch weiter engagiert hat. Geht, weißt, jetzt gehen wir noch auf, wenn es Windradl. Das so. Das haben wir, und da hat es aber geschnien gehabt in der Zwischenzeit einmal. Das Das war war- ein Schutzhaus. Das war bei der Ottergringer Landfreunde. Gartenfreunde. Ottergringer Gartenfreunde. Früher das kleine Schutzhaus Weidecker war es früher. Da Richtig. Ottergringer Gartenfreunde Richtig. geheißen, ja. Und da hat die Buldig, Gott hab sie selig, Geburtstag gefeiert, wie wir Frühschoppen gehabt, dann unten in Ottergring, im alten Ort, beim Weinstock. Und die Buldi, die ja dort Kölnerin auch war, unter anderem, hat dann da oben aber ihren Geburtstag gefeiert, auf die Nacht. Nacht, ja. Und ihr damaliger Mann, der Herr Baron, Auch schon leider von auch uns schon weiter gegangen. von uns Ja. gegangen, er war eine Legende der Ottergringer Szene, der hat gesagt, Burschen, was ist, packen wir uns zusammen, ich 4 euch auf. Die 4 auf, Ja. überrascht mich. Ja. Und gesagt, ja, sind wir dabei, Sicher. sind wir aus, es hat geschnien. Hat gerade angefangen zum Ja, Schneien. na klar, das war Ja, das war mittlerweile. schon ein bisschen, nicht so? Und die Windschutzscheiben waren natürlich angefroren. Nicht? Komplett überraschend für uns. Wir haben eine Wetter-App hat es ja damals noch nicht gegeben. Gegeben, ja. Wir haben so geschaut, so ungefähr. Nicht? Und er hat nichts anderes gehabt, außer die Kreditkarten. Mit der Kreditkarte oder dann Bankomatkarten. oder die Bankomat, ja, oder dann die Hat der angerotzt. Scheibe freigemacht vom Eis. Hat länger nicht anheben können vom Bankomat. Ja, Franz M. sagt aber auch, Muttertags-Frühschoppen bei Gabi Schöll. 10 Uhr bis 23 Uhr, ja. Ja, Das stimmt. das habe ich auch noch. Haben wir Ja. auch ein paar Mal gehabt. Ich will mich gar nicht mehr erinnern. Ja, das war. Ja, wie gesagt, das haben wir einige Male gehabt. So, aber jetzt für die Ja. Brigitte. Es ist schön, dass ich so gute Leberwerte habe. Also, es ist, Ja. Ja. die Leber wächst mit den Aufgaben. Ach so, ja, auf. ja, nein. Na, meine ist verhaut, die ist schon groß mitgekommen. Die ist schon. Die hat so der Herrgott schon gewusst. Alles Also, wunderbar. aber bei dem Wutzi, da haben wir gleich eine größere Leber eine. Das wird noch was. Das wird noch was. Das war gut so. Ja, absolut. Das kann man sagen. Auf die Welt kommen und sagt, das war ein Platzkind. Nein, nein, die Leber ist schon voll ausgebildet. Alter, schau her. Harry Schneider-Fonte, meine Verehrung und schönen guten Abend. Na ja, gut. Freunde, Ja, was? wenn der Harry Schneider-Fonte eingeloggt hat, dann natürlich. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Harry, grüß dich gut. Grüß dich. So, pass auf. Erstens einmal, Brigitte Scheurer. Wir waren nicht kalt bei der Busstation, haben mit aufgewärmtem Herzen voll Musik, speziell mit deinem Lieblingslied, die D-Tanz. Mit meinem Lieblingslied. Ja, machen wir vielleicht auch noch heute. Und der Sandro stellt eine Frage. Kommen zu euch eigentlich auch Orchestermusiker zum Zuhören? Bei uns in Bayern habe ich die Erfahrung gemacht, dass da die Strammelmusik, dass wir nicht eher von der Klassik erdrückt wird. Nein, bei uns sind viele. Es sind viele, die kommen. Viele, ja. Bei uns kommen viele zum Zuhören. Viele, ja. viele Harmoniker. Philharmoniker, ja. So sind wir ja zum Philharmoniker-Ball gekommen, auch, Ja. nicht, wann er stattfindet. Manchmal kommt ein Philharmoniker, so, spielt sogar manchmal mit, ein Geiger, ab und richtig, zu. richtig. Ganz ein lieber Kerl, ja. Von den Symphoniker haben wir auch immer wieder Immer wieder gewusst, nicht, ja. Da war einer, der wollte von mir Gitarrenunterricht. Da habe ich gesagt, was willst du Ja. von mir?
Wiener Symphoniker. Und das war ganz interessant, weil da haben wir dann so gesagt, erst was, ich meine, ich fühle mich ja sehr geehrt, aber was soll ich dir beibringen? Du bist bei den Wiener Symphoniker, was willst du von mir? Das kann es ja nicht sein. Mein Achtel kann ich da zahlen, nicht? Aber was soll ich dir auf der Konto beibringen? Viel. Naja, und da sind wir dann so ins Reden gekommen und er hat gesagt, ja, schau, er hat gesagt, ich habe das gelernt, Musik machen, mir legst ein Bladel hin und ich spiele das. Aber so wie es ja oft war, auch bei diesen Festivals oder wo man einfach sitzt und sagt, pass auf, ich spiele was in G-Dur, lade die zu. Also das ist unmöglich, das kann ich nicht. Und dann habe ich gesagt, naja, ich kann dir das nicht einmal sagen gescheit, weil ich das ja, ich bin so aufgewachsen, nicht? Also ich kann das nicht erklären. Es wird schon irgendwie erklärbar sein, aber ich bin da zu blöd dazu. Ja. Patrick ist der bessere Lehrer. Da hat viele Leute gehabt, aber teilweise auch wirklich klassische Akkordeonisten, also Bayernspieler, also viele Bekanntschaften haben sich da auch begründet, denen ich dann Wiener Musik beigebracht habe. Ja, nein, aber waren viele, haben sie niedergekniet von mir. Ich habe gedacht, was ist mit euch jetzt? Ihr habt alle eine klassische Ausbildung gesagt, das ist ja das Leichteste. Aber nein, gar nicht. Weil da kommt es auf ganz andere Dinge drauf an. Ja. Nein, es ist tatsächlich. Andere Ballführung, eine ganz gerade zum Beispiel und so und wirklich achten auf das. Das ist ganz wichtig. Ja. Nein, Wo man auf Zug oder Druck spielt und so, Ja. wann spiele ich auf Zug und Druck, die Phrasen wirklich in einem nicht Balkwechsel machen, wann nicht notwendig ist und so weiter und so fort. Das sind viele so Kleinigkeiten, ja. Und ich hab das schon, also mir ist das schon klar, ne? Und alles, aber ich kann das nicht, was soll ich da unterrichten? Ich kann das nicht Aber ich erklären. habe immer sehr viel auch beim Unterrichten gelernt von den anderen. Das stimmt, Muss ich man ehrlich sagen. lernt dafür dabei. Man lernt Ja. gegenseitig, das ist das Schöne am Unterrichten. Ja. Der W7er oder die W7er sagt, Frau Hansen trinkt heute Glühwein. Ist doch echt leibend, die Frau Hansen. Bravo. Frau Ein Hansen. Glütscherl ist auch nicht schlecht, ein Glütschi ist nicht schlecht. Alles klar, ich ziehe nach Wien, sagt der Sandro. Bei uns in Bayern werde ich von den Herren Orchestermusikern meist von oben herab angeschaut mit der Musik. Zusammenspiel ist für die meisten ein No-Go leider. Ja, Nein, das ist in Wien, muss Gott ich sei wirklich Dank sagen. nicht. Und Da wird es grad- auch geben vielleicht. Und weil gerade haben die so letzten auch Jahre gegeben. hat es aber so, die Jungen jetzt, also unsere Generation, die sind, der völlig anders schon. Ne? Die spielen ja nicht nur im Orchester, jetzt bei den Philharmonikern, sind so viele, die haben alle Gruppen noch unter Ausweg im Jazzbereich, in der Ja, das werden Populärmusik sie und in so. Bayern auch Das haben, werden sie- ne? werden sie wieder in Bayern was, ich denke mal da. Die werden ja auch nicht nur im Orchester spielen. So Die wie ganzen damals. Jungen spielen irgendwo anders auch noch mit. Viele Volksmusikanten dabei, gerade unter den Bläsern. Der Giegler, Christoph und wie sie alle heißen. Ne? Ja. Du bist einer von den zwei. Nein, aber Von es den wird in Wien, es wird schon auch welche ja. geben, die das gering schätzen. Aber, Ja, aber mit das denen kommen wir ja nicht in Kontakt sozusagen. Ne? Daher kann ich das nicht so sagen, aber es sind tatsächlich viel aus der Musik. Also es ist schon so. Also, Der Ralf Josef zum Beispiel, ne? ja, nicht, Hornist bei den Philharmonikern, einige. spielt steirische auch und so. Also, Ja. fallen mir nur jetzt die zwei, fallen mir so direkt eine. Von der alten Garde, der Hindler, der Alte, der Obergreiner Partie sein ganzes Leben gehabt. Spielt bei den Philharmonikern mit der Obergreiner Partie, Ja, der Hindler. richtig, Der genau. Alte, Das zum Beispiel. Ne? Ja. Da ist der Giegler spielt da ein Boss dazu, ne? Zum Beispiel. Ja, wie ne? gesagt, Also, vielleicht das ist gibt es da schon auch so ein Ressentiments, aber von dem wissen wir nichts, sagen wir es so. Nein. Also kann ich nicht bestätigen, im Gegenteil. Weil wie gesagt, so sind ja wir eigentlich zum Philharmonikerball gekommen, weil einfach doch ein paar Philharmoniker bei uns öfters sind und sagt, das ist super. Und das ist natürlich schon eine besondere Ehre, wenn Musiker, die Berufsmusiker, dann zu ankommen und uns zuhören. Also egal jetzt aus welchem Genre oder was, weil ich gehe ehrlich gesagt nicht wohin, also fast nicht. Nicht sondern weil ich jeden Abend, also abgesehen jetzt von Corona-Zeiten, aber jeden Abend Ja. spiele. Dann habe ich gesagt, da brauche ich nicht noch fortgehen, auch noch woanders hin. Das Aber- haben wir schon gemacht, früher. Ne? Haben wir früher mal gemacht, ja. So, aber jetzt. Grüß dich, Buben, sorry zu spät, habe gerade meinen ersten Gitarrenunterricht bekommen und das mit 56. Michael Fressl. Fressl ist aber alle, ja. super. Michael selber nicht habe, aber Fressl war super. Ein super Versprecher. Aber Michael Fessl, das muss ich da ganz ehrlich sagen, gebührt dir, dass wir jetzt da einmal eine Orgie an rote Achteln für den Michael Fessl reinhauen. Gitarrenunterricht mit 56, jawohl. Haut's eine bitte rote Achteln für den Michael und wir trinken natürlich auf dich und wünschen dir das Beste auf deiner musikalischen Reise. Ja, Auf alles der gut. Gitarre. Musik ist was So, auf Schönes. Michael Fessl, servus. Zum Wohle.
Musik ist so was Schönes, da braucht man keine Angst davor haben, so wie immer. Das Absolut. Rudi Gorbis, schönen Gruß an Tommy. Danke, schön. Von Häuser Tommy wahrscheinlich. Da habe ich am Danke, Sonntag danke. Smile vom Chaplin gehört. Jawohl. Jawohl. Smile, though your heart is breaking so much, even though it's breaking. Da gibt es einen deutschen Text, nicht? Wenn deine Freunde scheiden, weil sie das Glück dir neiden, dann denk an mich, denn ich lebe für dich. Naja, pass auf, aber da, nein, das Aber das machen wir beim nächsten Mal. Machen wir das nächste Woche. nicht verspricht es nicht, dann können wir es nicht. Aber wir könnten es einmal wir könnten einmal sagen, vielleicht machen wir es nächstes Mal. Vielleicht. Schauen wir mal. Ja. Weißt du, dann sind wir nicht so unter Druck. Ja, Das das ist ja mal schlecht. Ein bisschen Druck schadet uns nicht, weißt du? So, ja, pass auf, jetzt haben wir mal eine. Während die roten Achtel für Michael eine fahren, jawohl, haben wir eine für die Brigitta Scheurer, das Lied. Der Handschuhmacher. Da drunter Mulrichsbergl in einem kleinen Haus, da war vor vielen Jahren ein Handschuhmacher zu Haus. Sein blutgelocktes Bierl, den bringt, weil es so bitt, in Gottes Namen der Vater Kinder gegen mit. Da hat er gefragt, was willst denn wer? Gesagt mir's da, mein Kleiner. Da hat er gelacht und Augen haben glanzt. Na, ein Musikant, allein, ja. Ziehen durch die Wiener Luft, Walzer wie Blumenduft, schöner als Rosmarin, blühen Melodien, schlupfen ins Herz hinein, huschen dort warm sich ein, bist wie ein Stück vom Glück, langer Musik. Und wie die Vogel singen, ein Bacher leise rauscht, der ganze Wald tut flüstern, als ob ein Engel blauscht. So tön's aus Lannas Geigen ins frohe Menschenherz und Sonnenstrahlen, die trugen die Klänge himmelwärts. Da hält Gott Vater die Hand ans Ohr und fragt der Engel, hörst, Kleiner, sag, wer spielt auf meiner Erde so lieb? Aber die Bitsche sagt's, es ist der Lana, ja. Ziehen durch die Wiener Luft, Walzer wie Blumenduft, schöner als Rosmarin, blühen Melodien, schlupfen ins Herz hinein, huschen dort warm sich ein, bist wie ein Stück vom Glück, langer Musik. Ballett. Schlupfen ins Herz hinein, huschen dort warm sich ein, bist wie ein Stück vom Glück, langer Musik. Jawohl. Roman Domanik Roller. Jawohl. Bitte. Habe ich was übersehen? Nein, bitte.
Mit einem Auge bin ich da immer in die Arbeitiere. Auch bekannt, also bei uns unter dem Namen Roman Domanik Moll. Der Alois Zeckenkiller, welche Wiener Lieder spielt er nicht und warum? Naja, die uns, also eigentlich zusammengefallen, die uns nicht gefallen. Die uns nicht taugen oft. Das ist oft nicht einmal der Qualität eines Stückes, oft liegen uns einfach auch nicht. Es ist einfach eine sehr persönliche Geschichte eigentlich. Ja. Manche spielen wir nicht, weil wir es schlicht und einfach nicht kennen, aber gerne kennen würden und noch nicht die Zeit gehabt haben, dass wir es einlernen. Gibt's auch? Gibt's auch. Also viel sogar. Ja. Dann gibt es eben viel, es gibt aber sogar manche, die spielen wir, weil wir es kennen, aber eigentlich nicht spielen wollen. Aber die kennen einfach aus irgendeinem Grund. Ja, weniger vor. Das sind nicht wirklich viel, ja. Aber am Ende spiele ich es gern. Also es ist dann auch wurscht. Aber ja, aber es gibt jetzt also so, ich meine, was wir jetzt sozusagen wirklich nicht machen, also da gibt es noch ausgesprochen wenige Ausnahmen, ganz selten ist zum Beispiel, dass wir jetzt genrefremde Sachen spielen wie Austropop oder weiß ich nicht, Schlager oder keine Ahnung. Also das machen wir gar nicht, weil jetzt rein im Genre Wienerlied bleibend kann man sagen, im Großen und Ganzen die wir halt nicht kennen, weil wir noch nicht dazugekommen sind, sie einzulernen. Oder die uns auch nicht gefallen. Also wo wir die Zeit uns nicht nehmen wollen, sie einzulernen. Muss man eigentlich dann so genau sagen. Muss man so sagen. Mein Montag ist gerettet. Marion Kriegelstein, Gott sei Dank. Das gefreut mich jetzt da voll. Das ist super. Genau das war der Plan. Weltklasse, sagt der Michael Fessel. Jawohl. Rest auf vom gemischten Satz gelehrt. Bravo, Christoph Acker. Schwenkt zum Rosé. Mal schauen, was der kann. Oh ja. Meine, es wird schon werden. So, pass auf. Jetzt Smile, da gibt es noch einen schöneren Text von der Die Agnes, ja. Genau, die Agnes hat einen schön. Achso, den kenne ich nicht. Den kenne ich von der Agnes. Ja, nein, ist der ein Rudi Kind singt schon, einmal, ja, der Kuschel singt einmal, ja. Ja, aber ich bin so eingefahren, weil ich vom Rudi Lux gelernt habe, den eben dieses Wenn deine Freunde scheiden. Ja. Was, der Blutzenkistel muss leider gehen. Einen schönen Abend wünsche ich allen Buben und Pavlitsch. Alles Gute. Ja gut, das ist ja Wahnsinn. Sperrstunde noch vor 22 Uhr, Wahnsinn. Blutzenkistel, schön, dass du da warst, danke. Ich hoffe, deine Frau ist noch da. Oder muss die auch schon gehen? Oder wie ist das? Das ist ja ein Wahnsinn. Schön, dass du da warst. Vierte Gott, Blutzenkistel. Ich wollte was, ich weiß, was ich machen will. Ich wollte das Fenster aufmachen. Es ist warm hier. Ja, schwül ist es, schwül, gell? Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, das ist ja ein Latte da. Was dieser wunderbare. Der hat es nicht so arg. Der hat's nicht so arg. Wahnsinn. Da bloß außer der Tisch glüht. Das Haus ist ja top saniert worden. Es ist alles dicht. Ne? Ja. Auch der Keller trocken und so weiter. Ne? Ja, das war schon der Plan. Gell? Ja, absolut, ne? Sicher. Aber es ist ja so, heute, die Frau darf aufbleiben. Jawohl. Blunzenkistel ist ja Frau. Also jetzt, wo der Alte in der Hapfen ist, können wir ja die ordentlichen Lieder auspacken. Ui, das wird ja noch gehört. Was willst du nachgeschenkt? Da hast du nur Hab eine ich noch nicht gemacht, ne? Nein, Entschuldige, ich meine, das kann es nicht sein. Der Mann hat auch ein Problem heute, ne? Aber er hat es gelöst. Jawohl. Der Gin Tonic geht immer. Christoph Markowitz. Aber der Ludwig Hirsch letztes Mal war schon lässig. Ja, danke, der Schick. Na gut, das war eine Ausnahme insofern, weil ich ja allein war. Ne? Das war eine Solo-Pavlatschen. Aber jetzt so, also wenn wir jetzt das Wienerlied Partie auftreten. Ist nur bei mir der Ton etwas leise, Musikraum? Na, sollte eigentlich passen. Sollte eigentlich passen. Der Ton sollte passen. Also von mir her, nur bei dir wahrscheinlich. Ein bisschen Auftrag habe ich jetzt gleich nochmal, aber sollte eigentlich hinhauen. Nicht, dass wir zum Präseln anfangen. Ne? Das war ja. Ich war heute, man höre, warte mal, da muss ich gleich. Ich war ja heute im Fitnesscenter. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Ich freue mich auch. Ja, weil im Fitnesscenter, also manche werden jetzt lachen, nicht? Oder werden wahrscheinlich ihr komplettes Geschichtsbild revidieren müssen. Ich bin öfters im Fitnesscenter. Also ich mache tatsächlich Bewegung. Nicht gern, nicht? Aber macht's halt. Wir würden, glaube ich, beide nicht mehr leben, wenn wir gar keine Bewegung machen würden, die wir tun. Aber ich war auf jeden Fall nachher, also ich will eigentlich nicht vom Fitness reden, also eigentlich von danach reden, weil nachher war ich da habe ich einen Asiaten meines Vertrauens, ein Buffet-Asiat ist das nicht? Da habe ich dann gern was rein nachher. Der Ibi oder? Nein, der Buffet-Asiat, das ist nein, im Donauzentrum ist der. Das ist, ja. Und
Und auf jeden Fall habe ich das ja da beim Buffet zugeschlagen, nicht? Also wie es halt so ist, nicht? Damit diese verbrauchten Kalorien auch wieder entsprechend in den Körper kommen, weil ich ja balancieren muss heute. Und dann bin ich so gesessen und habe mir gedacht, soll ich noch oder soll ich nicht? Und habe wirklich überlegt, soll ich noch zum Buffet gehen oder soll ich nicht? Und dann kam mir erstmals meine iWatch zur Hilfe, indem da die Meldung gekommen ist, Zeit aufzustehen. Das passt. Wirklich mal. Ein Wink des Ich Schicksals. bin aufgestanden, habe mir was zum Essen geholt, habe mich hingesetzt, die Uhr wieder Stehziel erreicht. Und das ist voll auf meiner Seite. Nein, ist in der Fonte von Schau. Ja. Fitnesscenter sicher in der Kantine. Na, da geht schon. Ja, der Klausi sucht das Fitnesscenter nach der Sauna aus, weißt du? Von der Sauna zum Buffet allein. Ja, na sicher. Na, ohne Sauna mache ich ein Fitnesscenter. Ja, sicher nicht. Ja. So, passt auf. Jetzt da. Nimm mal einen Schluck. Nimm einen Schluck gleich. Das ist ein Schwür, jetzt erinnern wollen. Jetzt geht's aber, jetzt ist das Fenster offen ein bisschen. Jetzt geht's aber noch klar, zieht ja gleich der Wind ein bisschen einer. Das ist ein Wahnsinn heute, das wieder. Nein, was spielen wir jetzt, Patrick? Was reißen wir an? Da machen wir überhaupt nichts Was mehr. im Solarium, im Fitnesscenter. Andreas Christen, ich sage, alle Bs. Alle Bs. Ja, na, wo ist der Raffi? Wo ist der Raffi? Der ist verschollen. Da geht uns so. Hoffentlich alles in Ordnung. Hoffentlich. Hoffentlich alles in Ordnung. Wenn solche Hardcore-Fans wie der Raffi, wenn die fehlen, da macht man sich gleich Sorgen auch. Ja, Andreas Christian, jetzt kriegst du. Nein, weißt du, was wir machen? Wir müssen jetzt mal, die Momo M, die haben wir komplett übergangen eigentlich. Komplett. Da haben wir nur gesagt, dank der Chefin Wein als Leibwand, also jetzt nochmal dank der Chefin Wein, aber jetzt natürlich darfst du was wünschen. Oftmals ist es ja das Galizzi-Backlied. Was sie sich wünscht, aber Könnte Momo M, sein. schreib ein Liedwunsch, im Idealfall eins, was wir kennen, und wir spielen dir das als Dank für deine großzügige Aufbereitung unserer Leberwerte. Die Mega meint, heute kommen die Engel auf Urlaub noch werden. Ja, das haben wir auch schon mal. Da könnten wir auch wieder mal spielen. Warum nicht? Gehen wir alles machen. Oder da wir potpourrieren. Naja, da machen wir reden, schau mal. Wir finden schon was. Wir uns schon was einfallen. Weinheber statt Gewichtheber. Jawohl, also Steht der alte Föhren, drunter am Brot stören. Der Andreas sagt mir, der Raffi hat schon geschrieben, geht ihm gut. Ja. Vielleicht will er einfach nicht mitschreiben heute. Nein. Aber Der Christoph hat da, Mitte Januar, was macht die rote Mütze? Macht die fit für die Piste. Naja. die rote Mütze ist fit, gell, jetzt eigentlich. Rote Mütze steht in Überwinterungsmodus, nicht? Hast du die beheizbaren Griff drauf eigentlich? Nein, man hätte das machen sollen. Ich war doch, das in machen Stress. sie gern da wieder. Nein, das war so. Also, hoffentlich halt wieder. So, Moment, Protestlied oder Pfeifenkammerlied? Protestlied kann ich nicht mehr. Pfeifenkammerlied. Pfeifengrammerlied. Eine gute Idee. Für die Momo eben. Und dann, warte mal, das sind G-Moll. Und wenn wir das aufgehört haben, ziehen wir in G weiter. Ja, also F ist es, ja. ja, aber dann gehen wir da gleich in G weiter mit dem Aufgang zu den Engeln. Okay, So passt. irgendwie. Wie viele ja. Strophen, ich weiß ich nicht mehr, wie viel ich kann. Beim Tabakgraber kommen die Leute zusammen, bei einem Pfefferstand im Lerchenfeld, weil die Feinfegerl ihre Schmiertegel draus verkaufen, dann ums teure Geld. Und ein Stand war sie, da ist gar Spaß, bei dem Madel kaufen der meisten Herren. Und grad bei dem Stadel schreit der Glanzmadel, hat der Boxpfeifen hätte gern. Grad bei dem Stadel schreit der Glanzmadel, hat der Boxpfeifen hätte gern. Und zwei Sauerreiber da vorne, vom Reiber ging miteinander ins Pfand rein auf ein Haus. Einen Schnaps trunken, sind zum Tisch gesunken, kommt da jeder mit seinem Pfefferl naus. Und die Sautreiber sagen zum Formreiber,
Wenn's der Kerl bist, dann steckt das an. Dort der Viechkerl, seit der Boxrädel und kein Mundspitzel nehmen wir dran. Dort der Viechkerl, seit der Boxrädel und kein Mundspitzel nehmen wir dran. Was ist das nächste Geschenk? Ich hab's selber gesehen, was der Schmiedmeister hat aufgebracht. Der hat haben wollen, dass die Tischgesellen nicht Tabak rauchen bei der Nacht. Und die Schmiedshalle hat sein Gesöhnlein in der Kohlenkammer gleich entdeckt. Da hat der kleine Fell sein Verdrucksbeil in der Kuhlenpuppen drin versteckt. Ja, da hat der kleine Bell sein Verdrucksbeil in der Kuhlenpuppen drin versteckt. Hey! Was ist denn nicht nur los? Was ist denn nicht nur geschehen? Jetzt sind sie überfüllt, die 38erin. Ein Schaffner, den ich froh, der schwitzt der lauter Blut und sagt mir gleich den Grund für diesen Feiertag. Heut kommen die Gelder vor Urlaub noch werden. Den tut man's Haus drum ums Meer statt zu gehen. Hören dann die Schrammen und singen dazu. Kleidl beim Freundl, die kriegen gar nicht genug. Hinter am Bahn steht Gott einmal und kocht. Für wieder rausstehen Im Meer fällt auf Nacht, der Petrus im Himmel schaut runter auf ihn. Wenn er leid, wenn er freit, aber da liegt was drin. zweite Bier. Ja. Jetzt trinken wir noch eine Flasche Wein. Hallo, das muss ja nicht das letzte sein, bewahre. Hallo. Und dieses Gold gibt's kein Genie. Hallo, da müssen wir noch eins repetieren. Ja, noch eins repetieren. Geboren mir oder Gesicht, ich möchte nicht fest sein. Nicht wir alte Semme, sondern Rest sein. Ich habe noch ein Rendezvous. Da brauchen die der Gesicht dazu. Und schmeckt der deiner Resch ein bisschen handig. Mit deinem Gesicht und bin ich niemals grandig. Ich weiß, dein Gesicht, das ist ein Masterschlag. Und wenn ich ankomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Da muss man die Geschwindigkeit rausnehmen, es ist ein Wahnsinn. Heut kommen den Kellner Urlaub nach Bern. Den dort wird's Haus drum ums Meer statt zu gehen. Hören dann die Schrammen und singen dazu. Kleidl beim Weindl, die kriegen alle genug. Hinter am Baum steht Gott einmal und lacht. Viel wieder rausstehen in wer nicht auf die Nacht. Der Petrus im Himmel schaut runter auf Wien. Wer er leid, wer er freit, aber da liegt was drin. Einen Wiener kennst sofort, wann er sehr was sagt. Und im eigenen Bezirk noch einer großen fragt. Wann er schimpft, dass der Wein er ums letzte Gerstl bringt und gleich drauf seine 4 Viertel bringt. Wenn's die Bundeshymne spülen, kannst du ihm sagen, er steht da und ist ganz stark, weil er den Text kann. Aber bei Schrammen singt er mit, jedes Lied, das ist gewiss. Daran kennst, dass er ein Werner ist es ihm.
Polotterie, Kuckuck, Polotterie, Kuckuck. ich bin schon wieder zu. Er ist schon wieder zu. Und mir geht's gar nicht ein. Und ihm geht's gar nicht ein. So fett kann keiner sein. Polotterie, du und hab ich schön Arbeit. Doch ist mir das ganz wurscht. Weiter hab ich ja durch. Polotterie, Kuckuck, Polotterie, Kuckuck. ich bin schon wieder zu. Er ist schon wieder zu. Das ist mein Lebenslang. Das ist sein Lebenslang. Drum trink ich noch eine drauf. Jawohl. Ein echter Toni Duracher zum Schluss. Ja, mir eingefallen, es war noch eine Rettung, diese Nummer, nicht wahr? Ja, ja. Es war eine Rettung, wenn jemand von euch sagen würde, erst das gefällt mir, die Musik ist aber leid, das taugt mir wirklich ausgesprochen. Und sie denkt, mein Gott, na, wenn wir jetzt beim Heirigen sitzen, dann würde jetzt einer mit dem Hut durchgehen und einsammeln. Das machen wir auch, allerdings virtuell. Und zwar, ich blende das einmal ein, ganz selbst, wie sagt man da? Selbstlos ist es nicht. Nein, ist im Gegenteil. Das Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Haut einen Schmattes für die Musik. Wir danken euch herzlichst für eure Freiwilligen. Dafür umso großzügigeren Schmattes, entweder über PayPal oder über ganz klar einfach nur Überweisung. IBAN, ihr findet auch die ganzen Bankdaten natürlich in der Beschreibung, der Videobeschreibung oder auf unserer Homepage. Auch dort. Wir danken euch herzlichst für eine großzügige, einen großzügigen Schmattes. Wie gesagt, es ist ja wieder, eigentlich, also ich habe nicht damit gerechnet, dass wir jetzt wieder da sitzen und sagen, es wird schon wieder angesagt. Ja, hätte ich mir auch nicht gedacht. Ja. Aber es ist, die Lage ist eine triste. Die Lage ist trist und man muss ehrlich sagen, es ist. Das ist trister als letztes Jahr von uns. Es tut schon weh, wenn das, was ist, jetzt auch schon wieder angesagt wird. Ja. Zwei Auftritte, ne? Dann von zwei werden zwei angesagt. Ne? Ja, das wird jetzt auch schon da ein bisschen, aber es hat jetzt eigentlich nicht damit zu tun, dass deswegen mehr zahlen müssen oder irgend sowas. Nein. Das will man damit nicht sagen, sondern einfach nur die Lage einfach klarzustellen. Irgendwie geht das schon. Ja, wir machen das schon. Aber es ist wirklich ein trauriges Spiel. Und dann diese Spülerei, da, wo halt nur ein paar Leute sein dürfen, da musst du um 10 Uhr heimgehen. Das ist wirklich. Also vor allem, es wird so präsentiert in den Medien von den Politikern, nicht? Wie, naja, endlich geht's los, ich darf wieder spielen und so. Naja, Ja. wenn ich noch. Das ist aber. Das ist kein Spielen, nicht eigentlich. Nein, das ist kein Spiel. Nichts, nicht? Also wenn ich mir denke, vorher, das war Spiel. Das war Spielen, ja, genau. Aber ja, das muss so nebenbei einmal. Was haben wir da? 78 sind wir im Chat, sagt die Maggie gerade. Nein, im Chat Zuseher nicht. sind wir. Zuschauer vielleicht. Aber es Im schaut Chat. wirklich so aus, als wären die im Live-Chat, weil das ist Nein. Das steht oben so angeschrieben. Ja, aber Oh ja. aber Das steht ist so nicht- angeschrieben oben. Live-Chat Nein, und dann nein, die Zahl. Live-Chat, aber das steht 74. Und 78, Ja, das aber schaut so aus, als wäre es. Das schaut so aus, aber es ist nicht. Das sind sie nicht, ja. Ja. So. Patrick, wieso will leeres Glas in Weiß der nicht. Hand? Du trinkst heimlich, glaube ich, oder? Nein, heimlich nicht, ich trinke viel mal auf. Unheimlich. Aber- Ich habe gestern etwas ins Glas gesehen, muss ich zugeben. Also, Aber wirklich, hast du noch geschaut? Hast du es Ja, getrunken? ja, ja. Hätte der Tag, glaube ich. ja, das habe ich auch. Hat länger gedauert. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Hab dir extra den Jawohl. Harry gewidmet. Extra den Harry gewidmet. Jawohl. Ja. So. Ja, Matthias Meyer hat gesagt, es wird hoffentlich bald wieder werden wie früher. Naja, ich hoffe stark. Weil natürlich, es hat sich ja viel gegeben, es hat auch viele positive Entwicklungen gegeben, muss ich auch ehrlich sagen. Ist ja so. Aber einfach es ist die halbe Freiheit. Man sagt, das ist am 10 Sperrstunde, dann passen nicht so viele Leute rein, weil du halt irgendwie so diese Dinger dazwischen, die Masken Ja. aufsehen. Jetzt gehst du von dem anderen. Schau, ist ja wurscht, ja. Sonst machen wir es. Aber heute, Fitnesscenter. Reden wir wieder über das Fitnesscenter. Ich habe mir eigentlich gedacht, irgendwie ernst nehmen können sie es nicht wirklich, weil, also ich war jetzt im Fitnesscenter. Ich muss geimpft sein, damit ich ins Fitnesscenter gehen darf. So. Der Fitnesstrainer arbeitet dort, der muss nicht geimpft sein, der reicht ein Test. Nicht? Jetzt hat der so einen Test. Ist nicht geimpft, sondern einen Test. Und arbeitet den ganzen Tag im Fitnesscenter.
Und dann, wenn er fertig ist, in den Feierabend geht und selber noch vielleicht trainieren gehen will, darf er nicht, weil er ja nicht geimpft ist. Aber Den ganzen Tag verbringt er tut, aber dann aufs Laufband darf er nicht. Also, jetzt. Es wird furchtbar. Nein, es wird immer furchtbar. Und da. schon langsam fängt bei mir ein gewisses Grimmen in der Magengrube an. Das ist Genau, der Pavlatsch ist das Homeoffice der 16er Buben. Ja, absolut. Absolut. Grisi sagt 17 im Chat, na schau. Der Michael Unger. Aber gräbet muss er sein. Dieser Sanne Faber, dein Wasserglas wird aber auch nicht leer, Glas. Schau, aber ich arbeite schon dran. Schau, wie viel schon fehlt. Also das ist ich meine, wird immer weniger. Der Christoph hat da, der Harry, der Leimer, die Bibliothek. Ja, die schauen wir uns mal an. Aber nur die Bibliothek anschauen. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Ja, vor allem sein Spül drinnen. Warte, der Spül sagen. Ganz großartig. Für Michael Unger, ne? War das? Ja, aber den kann ich nicht. Den. Kannst du die Strophe, oder was? Wirklich? Na dann sing's. Du musst singen, nicht nachdenken. Treffen sich zu Ja, bin mir nicht sicher dann. Ja, aber super, dann fängt er an. Du kannst das auch so halber. Ja, wir haben die Strophe noch nie kennen, noch nicht einmal im Wenn wir es Ansatz. beide halber kennen, dann geht es sich aus, nämlich. Ne, so schön habe ich angefangen gehabt, ne? Da geht es ja solieren. Also über die Strophe, meine ich. Die Strophe singen und das ist eigentlich eher, oder? Das sind Tore und geht dann in Nein, nein, probieren wir es mit der Strophe. Treffen sich zwei alte Freunde, der wird in Wien hinaus. Sagt der eine was ein Wein, du liest, ich sag dir alles. Aber sagt er, du hast dumme, weil du 3 Tage ausgesteckt wird. Sag ich, mich kannst nicht beschummen und sie gefreut aus Leben. Ja, wir sind heute ganz Tore, trinken ein Glas Wein oder 2 oder 3, dann nicht Gnasen, gute Zolle, aber Gräbe, da muss es sein. So ein Tripfel kennt kein Mischung, das ist halt ein echter Wein. Bringt für Leib und Seele Erfrischung, ja, obergräbend, muss es sein, jawohl. Die zweite fällt mir beim wirklich nicht mehr. Haben wir voll drauf, Geht schon. voll drauf. Habe ich mein Lebtag noch nicht gesungen, die erste. Aber es ist erstaunlich, wie viel man davon kennt, gell? Ja, es ist das. Obwohl, das habe ich wirklich, ich habe es sicher noch nie gesungen. Noch nie in meinem Leben habe ich die erste Strophe gesungen. Also diese Strophe. Ja. Und da eigentlich kommt es einem erstaunlich bekannt vor. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn, aber es hat euch gefallen, Michael Unger, glaube ich, zufrieden. Tilready kann man praktisch alles singen, ja genau, mega. Ja. So. So, jetzt wird's lachen, wir meinen eins ernst. Jetzt, Patrick, jetzt ist soweit. Schon meine Eigenkomposition. Der muss sein. Wir können noch nicht ohne eigentlich. Eigentlich geht es nicht ohne. Wir fangen an mit der Plantinten, ehrlich gesagt. Ha, bitteschön. Und fangen ja? Ja, Na, da fangst du an. Bitteschön. Bitteschön. Wieso, was ist? Na, das sagt, bitteschön. Na, bitteschön. Du fangst an. Bitteschön. Ich stelle mir das so vor, wie der Geiger sitzt im Orchestergraben, der Bahnbohm beim Neujahrskonzert, ne? Denkt sich was auf. Auftakt, Geiger, sitzt da und der Geiger sitzt dort, bitteschön. Bitteschön.
wenn ich könnte, die fliehen und da die trotzdem niemals kriegen. Wenn ich voller da recht dir, so schreibe die dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir, so kommt dann mein Lieb zu dir, als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätte, ohne End, für die war ich niemand, den man kennt. Mein Schmäh, der ist für die viel zu tief. Drum schreibe ich dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir, so kommt dann mein Lieb zu dir, als blaue Tinten auf Papier. Greif einer in Tintentopf. Wenn ich wisset, was du fühlst und ich nicht merk, dass du mich willst, hab ich mein Mut vergraben ganz tief, naja, dann schreibest du mir heute einen Brief. So kommt dann dein Lieb, so kommt dann zu dir, so kommt dann dein Lieb zu mir, als blaue Tinten auf Papier, auf Papier. Ich sitze in einem Weingarten, wie sie dich spielt. In einem Weingarten unter einem Baum, weil zwischen die Rebstöcke fühl ich mich daheim. Das Weinlaub besticht durch sein saftiges Grün, dazwischen schau ich auf mein herrliches Wien. Und über mir wärmt mich der Sonnenschein, darunter sitz ich und trink ein Flascherl Wein. Vogel, die zwitschern, so lieb durcheinander. Ein Frankieferl kraxelt ruhig auf meiner Hand. Die Blärmerl, die drehen sich ganz sanft mit dem Wind. Ich freu mich so, alles war ich noch ein kleines Kind. So kann man auch heut noch glücklich sein. Ich freu mich und trink mein zweites Flascherl Wein. Jawohl.
gewohnt. Die Geregeln, die Zirpen, ein Lied an mir vor. Beim Herrgott bedank ich mich für die Natur. Dann hol ich mein Glas zum Kerzenschein und trink mein letztes Flascherl Wein. Und trink mein letztes, wirklich letztes, für heute Flascherl Wein. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin, den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Jawohl. Dankeschön. Immer begleitet vom Ventilator. Du, aber ich sag dir was jetzt, wir haben ordentlich versorgt, Patrick. Wir haben ordentlich versorgt. Warum haben wir versagt? War ein Weil- Superjet oder was wäre das? Nein, eigentlich kein Superjet. Warum eigentlich kein Superjet? Nein, Ja, klar. vielleicht brennt es sich jetzt aber ein, aber das mit dem, wie heißt das? Das mit Schmartes. das angesagt wird. Aber Schmartes. Ja. Nein, und zwar, wir haben ganz auf den Geburtstag vergessen von der Vicky. Marmehof. Jesus! Alle gratulieren es da im Nachhinein, verspätet. Um Gottes Willen. Und will natürlich auch komplett verspätet, komplett verschwitzt.
Ja, Patrick, wieso hast du mich nicht erinnert? Ich hab dir Ja, gesagt, weil erinnere mich. es verschwitzt Na, der Patrick, wenn er mich nicht erinnert, wie soll ich es dann Ich hab's wissen? verschwitzt. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt trinken wir was. Trinken wir das ist kein einen Schluck. Schaden. Das ist kein Schaden. Trinken wir mal für einen Schluck. Aber brauchen wir schon eine Neiche. Brauchen wir schon eine Neiche. Ja, da komme ich nicht durch. Die sind noch, naja, sie sind nicht so arg. Wir sind jetzt 1,5 Stunden live. Ja, da komme ich nicht mit der Muss ich da eine holen? Ja. Was machen wir jetzt? Rutger Matters Ventilator, ja genau. Ah, der da. Der ventilatiert da. Ich trinke Also, einen Schluck einmal Ja, jetzt. ja, pass auf. Da gehe ich eine Flasche Da Wein. holen wir das hat sich die Wiki verdient, dass wir zumindest mit neuen Wein auf sie anstoßen. Ich bitte dich, Hui. Ja, der hat schon ein bisschen ein Depot auch gehabt. Erst. Also, Christopher Daumen, das Schwarz-Weiß-Video mit Schoß von der Mama war sehr leibend. Bablaschen heute natürlich sowieso. Christopher Daumen, danke dafür vielmals. Danke dafür vielmals, ja, das kann man. Siehst du, falsch dimensioniert alles. Also. Ja, falsch dimensioniert, das ist nicht größer, es ist einfach so. Es ist nicht falsch dimensioniert, es ist einfach klein. Ich habe halt kein Chalet. Nicht? Ich habe nur ein Haus. Halt. Nicht einmal ich, mein Munkelein. Mein Munkelein lässt es zu, gnädig wie sie ist, lässt sie das zu, dass ich da in Köln ein bisschen einen Wirbel mache. Nicht? Da schau her, super Check, Christoph Acker. Obligatorisch. Nummer 3, 2, du, aber der Unterschied. Na, endlich hören Sie auf die Personalabteilung, die Krise 2020. So. Heute schaue ich nicht mehr nach Schluss. Sieht sich richtig? Ja, es passt ja. Das passt schon. Was ich direkt zur Tür hinsetzen würde, das ist nicht. Kaum bin ich hier, walte ich meines Amtes. Christoph Acker. Christoph Acker, in Blau. Ja. Und wie soll man auf einen trinken, wenn ich nichts im Glas habe? Also, die nächste Flasche vom Trabauer, wieder ein grüner Veltliner, Ried Schlossberg, diesmal 2020. Ja. Also ich muss sagen, der 12%, ein bisschen leichtere Geschichte. Ja, ist echt ein bisschen leichter jetzt, gell? Ist nicht schlecht. Ja, das ist. Der war nicht schlecht. Also der Lös war schon mal sehr Das gut. hat mir sehr gut geschmeckt, ja. Dankeschön. Und Das ist ein bisschen was Spritziges jetzt, glaube ich. das macht nichts. Vermute ich. Macht nichts, aber mir gefällt es auf jeden Fall sehr. Und ich weiß leider nicht mehr, weil es hat uns ja die gute Mama eben schon, ich sage jetzt mal vor einiger Zeit halt. Vor 1, 2 Jahren schon. Also, ja, das ist schon ja mehrmals Irgendwas. nämlich sogar schon. Also, Stimmt. Und was da ein waren- Kistel gebracht. ja, Wein, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Aber jetzt es ist ja die. War ein Trabauer. Ja, es war ein Trabauer. Ja, ja. Aber lieber ein Haus vom Munkelein als eine Wohnung von der Gemeinde. Franz Brandwein. Ich glaube, das wird mein Munkelein jetzt öfters zitieren. Vor allem, wenn irgendwas ist, wird sagen, Klause, na Bär wird sagen, Bär, sagt sie mit Bär. Ich werde Hase genannt. Wirklich wahr? Nein, das ist wahr. Hase. Na, alles was weniger als 100 Kilo hat, wäre es Viecherei nicht in Frage gekommen. Aber auf jeden Fall, ja. Jetzt, also, das war, ja. Also, pass auf, jetzt mal Christoph Jetzt Acker, machen wir mal das, Christoph das. Acker, Das ist- sehr zum Wohl. Zum Wohle. Ja, aber gut, sehr gut. Aber spritziger, in der Tat. Den hätten wir als ersten trinken sollen, ja. Ist jetzt auch gut nachher, aber. Schau, Musikraum. Ist ein Gerstl tatsächlich eine eitrige Entzündung am Auge? Hab gerade das Leiberl bestellt. Erstens einmal Leiband Musikraum, danke schön für die Danke. Bestellung. Naja, ja, sagt man auch Gerstenkorn, ne? Gerstl, hat man auch Gerstl, gesagt, ja. ne? Oder Avern. Avern, ja. Aber Gerstl ist eigentlich, also Gerstl Ist eigentlich die Marie, ne? ist die Marie. Ist die Marie und wer von euch eine Marie loswerden will, ein Gerstl, muss es suchen. Muss da. Hat da die Gelegenheiten. Oder eben im Superchat, also da in diesem Chat-Musing. So, jetzt müssen wir uns aber, Freunde, jetzt müssen wir uns kümmern um die Wiki vom Mamihof. Der Christoph Acker ist wieder frech auch. Wieso? gleich, Nein, ne? kann nicht sein. Naja, der Klaus steht schon auch zum Gemeindebau passen. ATV. So. Der Christoph Acker traut sich das, weil warum traut sich der das eigentlich? Ich frage mich auch. Ja. Das ist ja Rotzbitte. Er ist auf sehr dünnem Eis unterwegs. Ja, da ist gar kein Eis mehr. Das ist nicht einmal Schwimmflügel. Gar nichts. Er schwebt im luftleeren Raum.
Und sag Fraß, Ich kenne ihn, wie er ausschaut. Das ist Schweben, ich weiß nicht, wie das geht, aber. Mit was? Das Schweben, wie das geht. Also, Das geht kurz. ja, Bis dich halt die Anziehungskraft übermannt. ich kenne mich. Nicht? Ja, ja. Naja, gut. So, na was machen wir jetzt mit der Vicky? Die Vicky kann sich ein Lied wünschen. Ganz einfach. Ja, Aber das müssen wir kennen. Wir müssen es kennen. Vicky, wünsch dir ein Lied zu geben. Wann hast du Geburtstag gehabt? Das muss ich jetzt irgendwann. Wir haben letztes Jahr mal ein Video gemacht sogar. Aber ich weiß ich wirklich nicht. Ich habe das komplett verschwitzt, das ist eh klar. Ja, Das ist eh furchtbar, furchtbar. Ja, ja. Werner Wichtig sagt auch, alles Gute zum Geburtstag. Susanne Faber für Ackerlied. Ja, werden wir schauen. Das haben wir jetzt jedes Mal gespielt. Vielleicht Das haben wir spielen wir es jedes Mal heute noch, aber nächstes Mal auf jeden Fall. Ja. Aber weil wir es jedes Mal gespielt haben. Aber ich habe die nicht vergessen. Susanne Faber, ich habe die nicht vergessen. Wir werden es schon machen noch. Aber vielleicht das nächstes Mal. Ja, leider. Weil der Bart getrimmt ist, Christopher da. Na, was heißt der Bart? Du, das ist der Maskenbart. Weißt du, wie das angenehm ist? Also ich meine, die Maske ist nicht angenehm, aber im Vergleich zu vorhin, wie du den Bart gehabt hast, da war die Masken drauf, geschwitzt, wieder das wieder, nicht? Ich bin dein Vater. Und jetzt ist das da schön getrimmt, die Maske drauf, drüber. ja. Die Brühen habe ich geputzt und mit dem Stefan von Christina Andi, Mit den wunderbaren von Tüchern. Skrinix, Skrinix, kann man ja, sagen, nicht? sehr zu empfehlen. Also, Ja, kann man empfehlen. Das ist ja, Ist ja eine Dauerwerbesendung. Dauerwerbe drin. steht eh da, Ja, also ist eh alles, alles gut. Ich sehe. Und natürlich, da passt es noch gut. Ne? Das haut hin. Oh ja, Ja, ist das noch. da, mein Finger ist schon. Michael Aramer. 15 Euro. Burschen, danke für die Musik. Heute ist es sich endlich wieder mal ausgegangen. Was macht die Honda? Bei euch ist es so warm. In Wien könnte man schon ausfahren, oder? Ja, von wo weiß ich, Michael Aramer. so zwischen 0 und 1, 2 Grad. Ja, ich weiß so warm, Mann. Und der Tags ist schon wärmer gewesen. 5, 6 5 Grad. Grad heute oder so, gehabt, ja. ja. Aber natürlich ein mörderischer Sturm. Ein Sturm, ja, und es liegt auf den diversen Straßen auch noch. ein bisschen. Ja, der ganze Träger. Da ruhig schon da, nicht? Und Der ruhig schon da drin. Und dann, ich habe ja über meine abgemeldet. Nicht? Also, das kann man in Österreich, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch geht, aber ich glaube nicht. Aber in Österreich kannst du ja das Tafel zurücklegen, nicht? Für eine gewisse Zeit und zahlst du keine Haftpflichtversicherung. Also, macht es billiger, also ich werde es irgendwann wieder meistens so März, April, Der Ball, hau ich das Tafel wieder auf. 2 Monate Ja, eben, da bin ich wieder dabei. Geht schon Aber los. dann geht's weiter. Also Michael Hammer, danke schön. Jetzt müssen wir uns um Michael Hammer mal kümmern. Jetzt trinken wir mal auf Geht Michael Hammer. automatisch der Finger nach Also ich oben. muss, na klar, du, Michael Aramer das ist ist jetzt klar, ein das ist klar. Michael, danke dir für deine Schmattes. Und der nächste, der Ulrich. Danke, der Ulrich ist auch schon da. Was Ich möchte einfach so leiwand. Dankeschön. Weiter, Ulrich. Das ist natürlich, Dankeschön. das ist natürlich ganz leiwand. Ganz leiwand, danke schön. Prost. Du. Christoph Acker schreibt, Michael Hammer, gestern minus 2 Grad, heute 100 km/h und Regen. Ja, stimmt da, ja. Ja, das weiß So ich. ist momentan die Lage hier. 100 km/h Wien, sonst Leiband, Franz eben. So, Freunde. Hat die Wiki schon, also pass auf, Ich glaube, die die Wiki ist Grissi, jetzt so eingeschnappt. nein, leider. Es ist die furchtbar. Grissi hat uns, die Bin Grissi hat uns jetzt einmal aus dem erschüttert, Patrick, das muss er da merken, 13. Jänner. Na, das war ja jetzt erst, achso, das ist schon ein paar Tage her. Das ist ein paar Tage her. 13. Jänner hat es Geburtstag, das musst du merken, Patrick, fürs nächste Mal, dass du mich erinnern kannst. Ja? Punkt 1. Punkt 2. Gerstl ist Geld, Musikraum, ja genau. Ah, Gerstl, Gerstl ist Geld, ja. Gerstl. Und man hat das in Wien immer so gesagt, das letzte Gerstl für gute Musik. Das letzte Geld für Musik. 10 Schuldigen für Schramen und morgen fressen wir Kramen. Lieber das Geld für die Musik ausgeben als für was anderes. Und ich kann euch wirklich garantieren, schaut das Geld, man weiß ja nicht in dieser heutigen Situation, was passiert. Das Geld kann so schnell nichts, keinen Wert mehr haben, gar nichts mehr, komplett verlieren. Und glaubt mir's, wenn es uns gibt, Ist gut wir angelegt. garantieren, nicht angelegt ist nicht, sondern wir garantieren euch, wir gehen es wirklich bestmöglich schnell aus. Das heißt, wir holen noch Werte aus. Ja, Absolut. also nur so als Ding. Christopher Dawson, das Bild vom Ulrich ist cool. Inspector Gadget, ja, Legende. Er ist wieder da, Inspector Gadget. Da, 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 da. Da, 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 da. Hast du das auch noch? Oh ja, du hast auch kennt, das ne? ist ja nicht der Gadget. Ja, sicher, beim Ulrich. Nein, das ist der Nick Knatterton. Nick Natterton! Du hast recht. Nick Knatterton mit den wunderbaren
Hosen an. Ja, das ist ja Inspector Gadget. Inspector Gadget ist der mit die umformt seinen Körper. Ja. Go. Das Das ist anders. Das ist Inspector Gadget, ist genau. Ah. Aber das ist nicht Wie Knatterton. war denn dann nicht Knatterton? Der Ja. war ja eigener. Das ist aber ganz anders. Ganz Nicht anders. Knatterton war Betthupfer war das bei uns, hin und wieder. Viel zu selten. Viel Legendär. zu selten. Und ich sage euch was, nennt's mich kindisch, aber weißt du, was ich vorhab? Ja, Ich möchte alle Staffeln von Pumuckl anschauen. hab ich. Schon. Sowohl alle Hörspiele im Laufe der letzten 2 Jahre, als auch alle Staffeln, wie es noch auf YouTube zu sehen waren. Nämlich und in der Zwischenzeit ist das ja wieder im deutschen Fernsehen gesendet worden. Jetzt So. sind es auf YouTube gesperrt, gibt es nicht mehr. Weil Wie alles viel gelöscht war? ist, alles weg. Okay. Die Hörspiele gibt's, aber die Serie für den TV nicht. Na, großartig. Allein ist gut. welche Schauspieler da mit waren. Die ganze Creme de la Creme der Ja, bayerischen Volksschauspieler. Alle dabei. Also unglaublich. Zu niedrigsten Gagen damals, aber jeder hat damit Freude mitgemacht. Da hat es nicht AIDS gehabt. Wahnsinn. Hans Klarin, die Stimme von Hans Pumuckl. Karin, ja. Aber ich möchte mir das nicht Gustl anschauen. Bayer haben wir. Ja, nicht, aber Ernie Singerl dabei. Max Grieser und wie sie alle heißen, ja. Die bayerischen Volksschauspieler. Alle. Ja. Großartig. Und das ist Mariacha, Gadget und Nick Knatterton, ja. Nein, der Nick Knatterton. Den Pumuckl gibt es jetzt auf die DVD zu kaufen, ja. Blutzengistel, seine Frau. Aber das Problem ist, dass ich weiß ja nicht, wo ich eine DVD anspielen kann. Das ist unmöglich. Ich habe keinen DVD-Player oder sowas. Ich hätte auch keine, ich könnte da keine DVD anspielen. Ja. Ich war Ja, da, also CD-Player oder haben, beim aber Brenner, was ich mir extra für den Computer gekauft habe, da hast du damals, das extra gekauft. damit Ja, wir ja, unsere ja, CD die letzte brennen haben können. Genau. Weil da, zu dem Genau. Zeitpunkt, habe ich schon nichts mehr gehabt, Ja. wo man CD brennen. Aber Ja. kannst du nicht, was meine? Nein, aber das gibt es sicher. Ja, meine Computer haben auch alle Auf, nichts mehr, kein Laufwerk. vielleicht gibt es es auf Netflix oder was weiß ich, oder Amazon oder irgendwo. Irgendwo gibt Zum es sicher. Streamen. Gibt's es sicher. Ich will wieder Pumuckl schauen. Jetzt ist alles aus mit Klaus Pumuckl. Christoph Acker, da lernt man ist viel. echt super. Und ein Hetz, wirklich ein Hetz. Blunzenkistel, seine Frau haben wir schon zu Hause. Gut, das heißt, es gibt beim Blunzenkistel im Prinzip jetzt im Laufe des Jahres mehrere Pumuckl-Partys, wo Pumuckl geschaut wird. Wie lange dauert eine Sendung? Das ist eine halbe Stunde wahrscheinlich, nicht ganz. Ich glaube 30 Minuten, Ja. 28 Minuten, 30 Ja. Minuten so. Also knapp eine halbe Stunde eine Sendung. Wie viel wird es geben? Schon verdammt viel. Das waren 30, um die 30 waren es. Nicht mehr? 30 Jahre viel waren es nicht. Nein, sicher Es gibt mehr Hörspiele und es sind aber nicht, nicht so viele TV-Sendungen, waren es weniger. Aber das war sicher Es sind Blunzenkistel. um die 40, 45 Hörspiele sind es, glaube ich. DVD schaut man doch auf der Xbox, der Christoph Acker. Ne? Ist ja arg. Glaubst du, original? Wer hat eine Xbox? Und der Franz Brandwein am PC geht das auch leideln. Ich Mein- hab sowas nicht mehr. Ja, ich meine, die haben kein Laufwerk mehr. Meine Ich ganzen- hab kein Spiel. Unsere Also, Computer haben keine Laufwerke wie gesagt, streng genommen, ich Sogar. hätte schon. Ich hätte schon. Laufwerk. Aber das ist der CD-Brenner. Ne? Den haben wir Die extra Brenner, ja. gekauft, Ja, damit ich genau. unsere CD Damit wir abbrennen. die- Also theoretisch könnte ich da jetzt schon Pumuckl schauen. Aber was machen wir mit der DVD? Was sollen die dann hin tun? Das geht, nein. Streamen auf Amazon Prime. Blunzenkistel eine Frau. Ja, wunderbar, geht. Siehst du, es kaum sagen wir, dass beim Blunzenkistel Party ausgerufen wird. Gibt schon Alternativen. Da gibt es schon Alternativen. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt schon, ja, kein Problem. 2 Staffeln gibt es, 26 Episoden. Na bitte, 52. 52 waren es? Okay, Genau. das ist doch so viele. 2 Staffeln, denke man, mehr. Das muss Die zweite war weniger. Ja, Ich glaub, 52, Ich glaub- 26 sagt es. Der Wahnsinn, Pumuckl. Eine Folge 24 Minuten. 52 Folgen in 2 Staffeln laut Wiki. Matthias Mariacha, ne? Kommt das hin? Kommt Ein das hin? ganzes Jahr quasi jede Woche kannst du anschauen. Bald werden wieder 2 freche Nymphe 16er Buben schauen. Jawohl, Wildcat. Jawohl. Unbedingt. Ein CD-Brenner brauche ich auch, ich muss mir meine selber zahlen. Ja, Franz Brandwein ist ein Wahnsinn. Franz Brandwein, ein bisschen so gegangen beim Taschler. Ein bisschen so gegangen. Weil ich meine, bis 22 Uhr haben wir uns gedacht, wann einer schafft, dass er sich bis 22 Uhr an Rausch anzieht, einen schönen, gemütlichen. Der Franz war einer der Favoriten. Der schafft das. Was geht? Er müsste da sein, er müsste ordentlich out sein, aber er schafft es vielleicht. Was ein habe ich da? 3. Was 3.
Was 3? 3. Ich hab. Der Franz Brandwein. 3 soll es drucken. Achso, 3! Ding! Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Unser Codewort! Das war hab jetzt ich von Anfang. 3. Was habe ich? 3. Was habe ich? 3. Siehst du da? Wir waren so wie kurz vorm Schlage. 3. Was Der hab ich? reagiert Franz Brandwein, nicht. 3. Was? Da stirbst du tot. Ich denke Das war mal, jetzt Otto Schenkgreif. ja, aber red du, Was will er? ruckst da herum, ich mag mir schon suchen. Ne? 3. Was will er? Ah, Wahnsinn. Ja. Der Uli sagt, der Hans Klein hat sich mit Pumuckl beinahe die Stimme ruiniert. Das kann man aber vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ein Wahnsinn. Patrick, schenkt mir noch ein bisschen was spielen. Jawohl. Ich schenke dir nach. Ich bin bereits auf Wasser. Ja. Trink ein Wasser, Patrick. Trink ein Wasser, ich schaut da nicht. Ui. Dankeschön. So, bitteschön, gerne. So. Ja, Pumuckl, das gebe ich mir wieder. Möchte wieder geben. Pumuckl. Legende. Absolut Legende. Ja. Und Nick Natterton hat es viel zu selten gespielt. Ja, stimmt. Das war bei uns ganz selten nur in der Ganz selten, Werbung. ja. In der Werbung. Im Betthupferl hat das Kassen. Habe ich nachher beim Rauchoper gesehen, weil der hatte damals bereits, wie man gesagt hat, Telekabel und der Telekabel und der. Ne? Und auf anderen Sendern war Nick Natterton des Öfteren. Ne? Also, auch in englischer Sprache und so. War hochinteressant. Ja. Ja, das ist aber. Der Franz Brandwein. Ihr redet von Sachen, an die ich mich nicht erinnern kann. Gut so, Franz. Das ist gut. Also 3 bedeutet ja. Der Klaus steht so lieber auf der Leitung. Naja, Christopher da sagt alle 3. Das ist eine Idee. Ja, Aber da muss ich genau. mal einen Text finden. Den habe ich aber da wo. Den habe ich da wo. Pass auf. Den habe ich da wo. Der hat dann zum Notcast reinschauen in Korl. Ah ja, Wo die da, da? da. Im Augustin ist er drin. Da bin ich. Da bin ich. Ich habe noch ein Das altes ist aber Grosch. super. Ein altes, sieht man das gescheit? Der altes, na, da, Musik Ferry Wunsch. Sind wir wieder da. Worte Ferry Wunsch, Boldi Müller. Der Poldi Müller, ja. Ja. Da, das ist noch so ein altes. Ein Kreuzer. Musikverlag Ludwig Grenn. Ja. Ludwig Grenn. So, pass auf, da habe ich einen Text. Da habe ich einen Text. Ferry Wunsch, ihr wisst eh, Ferry Wunsch, heute kommen die Engeln auf Urlaub durchführen. Und beim Wein. Beim Wein darfst du nicht fahren sein. Und alle 3. Und alle 3. Der war so breit aufgestellt, das ist ein Wahnsinn. Und da steht unter teilweise Benutzung einer alten Volksweise. Ja, da hat er dann noch geschrieben. Es ist eigentlich nur eine alte Volksweise. 1958 tatsächlich Relativ wurde es, junges vom, Lied, ja, wurde es vom Verlag zumindest verlegt. Ja. Und dann, ja, bitte schön, also spielen wir jetzt da. Christopher Dauer, glaube ich, der Ideengeber. Ja, genau, Christopher Dauer, alle 3. Hi, Dreier Fonte. Markus Latterströmer, ja. Ja, der Dieter sagt, Nick Natterton gibt es auf YouTube, das muss man einziehen. Danke der Dieter für den Hinweis. Danke. Thomas Friese, momentan wieder, ja. Ja, das ist oft diese Sachen, die verschwinden schnell. Und dann kommen sie mal wieder und dann verschwinden sie wieder. Ja. Na gut, alle 3. Gustav, ne? Ist was passiert? Nein, ich bin mit einem Auge immer da und ich kann nicht so viel multitasken. Aber schau gleich im letzten Heftel. Ja. Genau, da habe ich im letzten, ja. Das hat nämlich immer. Und das Blöde ist das letzte, weil mit dem Anfang ist nicht das letzte. Daher kann dort das Lied sein. Ja? Und die Neberfahne und die Judenhane und die Zitronenrese, alle 3, die sind in Stunden gegangen und wollen einen Gogel fangen. Dabei sind sie müde gegangen, alle 3. Die sind in Stunden gegangen und wollen einen Gogel fangen. Dabei sind's müde gegangen, alle 3. Und da
hast der Ravanzer Hansi und der Granoten Franzi und der Chile Wickel alle drei. Die sind zum Stoßen gegangen und wollen ein Haus anfangen. Dabei sind's nicht gegangen, alle drei. Die sind zum Stoßen gegangen und wollen ein Haus anfangen. Dabei sind's nicht gegangen, alle drei. Und der Grammatanzer Schane und die Turkoden Anne und der Rinnegel, alle drei. Die sind zum Hegel gegangen und wollen einen Gott anfangen. Dabei sind sie am Meier gegangen, alle drei. Die sind zum Hegel gegangen und wollen einen Gott anfangen. Dabei sind sie am Meier gegangen, alle drei. Und die Grotentoni und die Hefenfraune und der Spinatpferd, alle drei. Die haben im letzten Sommer an die Masse weggenommen. Jetzt sind sie ins Häfen gekommen, alle drei. Die haben im letzten Sommer an die Masse weggenommen. Jetzt sind sie ins Häfen gekommen, alle drei. Die sind im Häfen gekommen. und mit dem Moos weggenommen. Jetzt sind's mehr gegangen, alle drei. So, jawohl, ja. Ich bin ein Blitzdichter. Der Blitz wird dabei gewesen sein. Ja, das wird dabei gewesen sein. Ja. Alle Achtung, alle drei. Alle drei. Ja. Und die Achtung sind reingefallen. Ich danke euch vielmals für die Achtung. Dankeschön. Ganz großartig. Was für ein Text. Der Landtagsstromer sagt es richtig. Das Lied wollte ich auch übersetzen, kann sich nur mehr um Jahrzehnte handeln. Ja, Chrissy, wieder mal Zeit. Das wird jetzt aber schon wirklich Zeit, weil das uns selber interessieren. Ganz großartig. Ihr mich hinkufen hat auch die Achtel rein. Da wäre noch wichtig. Jawohl, Helmut. jawohl. Jawohl, der ganz leibend. Ich danke euch vielmals. Ich hätte erst Meister jeder passen. Ja, das stimmt. Weißt du, ja, so. Hat der Christoph Acker gemacht, ja. Mhm. Ich habe mir meine Harmonika auch selber geschnitzt und meine Pfeife. Du. Kein Thema. Ich war jetzt sicher mehr der Pumuckl, aber Ich war aber das das Problem ist, wenn es für mich ist, so ein Peterl machen, das so schnitzen. Ich meine, verstehst du, das muss was aushalten. Ich meine, das sind 100 Kilo, die da reinpumpsen. Ne? Das Ja. ist nicht. Die da eine plumpsen. Ja. Ja, ja. Und der Klaus, der Helme wäre. Dann wäre Patrick der Sokrates wieder Ja! Weil Patrick wirklich viel weiß. Das ist ja wirklich. Wer schreibt das bitte? Nicht der Ich Acker. werde Der gleich Acker. rot. Der Patrick redet viel. Nicht? Der klar, der wischt einmal was stimmt da. Das ist ganz klar. Wie zum Beispiel so wichtige Aussagen, dass das Bidet durchaus auch zum Füßewaschen. Bitte ist Aber also ich- das haben wir wirklich gelernt von dir. Also ich. Ja. Ja. War mir nicht klar. Wobei, es kann nicht jedes Bidet so sein, weil der Bidet, wo das in der Mitte rauskommt, Die gibt's nicht mehr. ja, aber das kann nicht Hat fürs es nur Füßwaschen sein. Das kann nicht gehen fürs Füßwaschen. Na sicher. Ja, aber das in der Mitte rausschießt, wie Springball. Das Muss ich mir Fuß drüber halten. Das schießt du nicht so mit dem, du darfst da nicht so aufdrehen, wenn du die Füße wäschst, wie wenn du den Intimbereich. Ich brauche einen Druck. Ich brauche einen Druck. Für mich wird den das- Dreck unter die Zehen. Die Naja, das- das ist Das wird weggekerchert. Quasi. Das war auch zum Füßwaschen, das ist in der Mitte. Das ist was auf. ein Bidet ist für die Intim- und Analhygiene und zum Füßwaschen. Ja gut, intim anal, okay. Ja, Und den Füßwaschen, das ist Und den Füß. ein anderes Thema. Das haben wir letztes Mal, also letztes Mal nee, gemeinsam. ja schon, aber man Zu ist Genüge auch diese abgehakt. alten, was in der Mitte rausschießt. Das war die Ja, Grunderfindung. Und das war für den Fuß, aber du musst wirklich. Die Du Ursprung, darfst nicht gar aufgehen, du musst genau drüber. beim ursprünglichen Bidet hat gar nichts gespritzt. Ne? Das war der Wasser eingefüllt. Ne? Ja, aber wenn das in der Mitte rausschießt, Schießt den Fuß allein. Ne?
Na, immer dachte ich, ja, wenn du den Fuß so rein und dann. Wenn man ohne Gefühl auftrat in Wasser haben, ne? Passiert da bei den anderen Bidets, die von oben kommen auch, was du voll auftrast bist, hast das Fußbad heraus, ne? Das Breiten von der Schüssel. Nee, aber ich spritze nicht ins Auge, oder was? So, auch für mich ist Zeit fürs Bett. Gute Nacht, noch einen schönen Abend. War heute wieder ein Ohrenschmaus. Blunzenkistel, seine Frau. Dickes Puzzle von uns da aus dem Studio Donaufeld. Wegt mein Blunzenkistel nicht auf, gell? Aufpassen, wir gefallen uns aufs nächste Mal. Vierte Gott, Servus, Papa. Servus. So, was haben wir da noch? Christoph Acker hat gelernt, Jetzt spielst du die Ruheslungen für die Wiki. Landesstrom, das ist natürlich eine Idee. Jawohl. Aber ist die Wiki eh noch da? Zum Schluss hat die schon zugemacht. Ist schon schlafen gegangen. Die hat schon zugemacht, ist auch gut, ja. Der Acker zum Beispiel von Patrick lehrt das Schwächer südlich von Wien. Südöstlich von Wien liegt, das stimmt auch. Das ist auch im Südosten von Wien. So, na gut, die Russland klar, für die Wiki. Klause bleibt beim Lavur. Jawohl. Ja, weil, das ist eine Wassergeschwindigkeit. Ja, oder mit dem Kircher. Nicht? Ich meine, da bin ich ganz modern. Da bin ich modern. Wenn es um einen harten Dreck geht, finde ich, ist der Kircher immer eine Dreckfräse. Die Dreckfräse besonders. Der Horn hat auch Weg. Weißt du? Ja, ist gleich gut für die Durchblutung auch. Wenn du ganz nah hingehst mit der Düsen, ist der Lochhagel drin. Das ist Die Momo ihm sagt auch gute Nacht. Momo ihm. Wir können leider nicht schlafen, wenn wir 16 Flaschen Wein möchten. Dankeschön. Momo. Danke. Danke herzlich nochmal. Ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen. Und schlaf gut, gell? Für dich gut. So, na gut. Dann jetzt machen wir die Ruheslungen. Aber ist die Wiki jetzt noch da oder nicht? Sowas. Oder haben schon wieder einen Stromausfall gehabt. Das letzte Mal, bei der letzten Bablatschen, ja, aber der Sturm geht auch. da habe ich Büdeln gekriegt, 2 Bilder per WhatsApp von der Wiki, nicht? Vom Mavihof. Das eine hat so geschrieben, ist mit Blitz und das andere ohne Blitz. Und das ohne war also. War schwarz. Und da ist ja gestanden, nicht, wenn du dich wunderst, warum wir heute nicht geschaut haben. Kompletter Stromausfall. Das kann natürlich jetzt auch wieder sein. Aber nichtsdestotrotz, was die Marion Kriegelstein hat, sie auch schon über die Häuser. Gute Nacht an allen. Vielen Dank für den wunderbaren Abend. Zum Ende Bis nächsten Montag, Marion. Gute Nacht. Vierte. Schlaf gut. Vierte Gott. Danke schön, dass du dabei warst. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Vier Vierteln und ein Wackelchick, das ist Inspiration. Du hast noch Wodka Gin, krieg ich meine Inspiration. Mir kommt vor, eine Spur, liegt sie das aus auf meine Figur. Wie macht man da? Wenn ich aufwache in der Früh, von dem Leben hab ich schon genug. Wenn ich aufwache in der Früh, mit einer Ruheslungenbötz, Zungenschädel wieder zu. Mundweh und Husten und eine hähnliche Frisur. Mir schlecht und ich schwitz, alles war die allerärgste Hitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtelschlieberwitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtelschlieberwitz. Ist ein Kinderspiel, da denk ich gar nicht nach. Kann ich mal keine Herzen, ist das der ärgste Joch? Ich komm darauf, ihr füllt es auf, behindert an meinen Blutkreislauf und ich spür mein Lebenslauf, wach in der Früh auf und ich spür mein Lebenslauf, wach in der Früh auf. Mit einer Ruheslungenbötz, Zungenschädel wieder zu, Mundweh und Husten und eine hähnige Frisur, mir schlecht und ich schwitz, alles war die allerärgste Hitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtelschlieberwitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtelschlieberwitz. Ich hab den Hust dazu
mit Auswurf gespielt sogar. So, warte, und jetzt hebt ein Glas. Also, weißt, Ja, ne? das hab ich schon Weil mal. Mami hofft, die Wiki ist noch original Wiki ist noch online. Ist noch Das online. ist schön. Also, es ist ein bisschen verspätet. Aber mit einem Klick hast du noch kein Sauerkraut gegessen, deswegen können wir noch wir sagen, alles Gute zu Alles Gute. Geburtstag. Jawohl, Prost auf dich. Ich komme da nochmal vorbei und schau, ob du noch Geburtstagstorten hast. Achso, normal bringt man sowas mit, gell? Ja, das habe ich anders verstanden. Ja, Das trifft nicht, aber naja, das werden wir schon machen. ist das schnell. Das sitzt da, nicht? Am Also, Trockenen. so nicht einmal Wasser mehr habe, gar nichts habe ich. Das ist, aber das war mir ganz spannend, finde ich, bei der letzten, bei der Solo-Pavlatsch jetzt quasi. Nicht? Bei der erzwungenermaßen der Solo-Pavlatsch von mir. Also da habe ich auch Poten gelehrt, okay, das ist ja eh so, ja. Ne? Aber ich habe tatsächlich, ich habe geschaut bei der Wasserflasche, ich habe tatsächlich also ein Viertel Wasser habe ich auch geschafft. Und Abflaschen, ne? Nein, ja, der Poten. Ja, ist eh nicht so. Und ein Viertel Wasser. No? War ganz stolz auf mich, aber die Flasche war noch quasi voll. Nicht? Das Kann man heute nicht sagen. Christopher, da hat sich den Lied, weil du einen Spuckner kaufst. Ja. Ja. Christopher hat das gegeben. Wir sind ganz stolz auf uns, dass wir nicht geraucht haben bis jetzt. Wir rauchen da eh nicht. Ja. Das machen wir eigentlich nur bei mir draus, gell? Ja. Das machen wir nur Stimmt, wenn wir im. Ja, sonst nicht. Naja, pass auf. So eine Reihe. Emojis gibt es keinen Sliverwitz. Grüß das ist schade. Sliverwitz habe ich wirklich gern. Also ich habe das letztes. Zwetschgen, gell? Ja, Zwetschgen Zwetschgen. generell, Ich ja, habe das ja. wieder gehabt, war ich eingeladen bei meinem lieben guten Freund, beim Fuchs Clemens. Clemens, ja. Der mein, Lieber mein Mensch. das sieht's jetzt nicht, der mein Tattoo auch, also das Tattoo da nicht gemacht, sondern Das Wappen entworfen. das Wappen entworfen, also gezeichnet. Und ganz großer, also einer der Enkel vom Ernst Fuchs und großer Maler hat jetzt da, muss ich sagen, weil ich stolz bin auf ihn. Das sage ich jetzt da so, weil ich echt Bist du stolz auf bin den auf ihn. stolz? Auf den Ich Buben? bin auf den Buben stolz. Da habe ich dann echt was in Heiligenkreuz, also nicht das eines der berühmtesten Klöster wahrscheinlich in ja. Österreich. In Heiligenkreuz. Eines der berühmtesten Zisterzienserkloster Ja. der Welt eigentlich. Eines der Ja, berühmten, ja. Und dort macht er, das ist eh schon seit 2 Jahren im Gange, aber heuer wieder fertig. Ich habe gesagt, so Oktober, November wieder fertig werden. In der Kreuzkapelle die komplette Ausgestaltung. Ja, das ist ja eh schnell. Wenn man es seinem Großvater gegeben hätte, so in 50 Jahren. Nein, das hätte nicht lange nicht. Aber Das er macht ist das also auf alte Meister, nicht? Das ist Ja. Öl auf Holz. Und also bin ich total stolz auf ihn, das ist ein mörderischer Auftrag. Ja, das ist schon in der Karlskirche und so auch. Ja, okay. Diese heiligen Altarbilder und so. Ne? Ganz großartig. Und auf jeden Fall, also war ich seit langer Zeit endlich wieder mal bei ihm im Atelier. Wir haben herrlich gekocht. Wir haben was getrunken, ja, natürlich. Nicht? Aber es gab auch wirklich ausreichend an Schnaps. Also verschiedene Arten von gebranntem. Und er zählt so auf, also vor allem Grappa ist er hat in Florenz unterrichtet, ja oft in Florenz, oder hat er oft studiert. in Florenz, hat dort schon Ja. studiert, unterrichtet er dort an der Akademie und ist also auch italienisch natürlich sehr, sehr geprägt. Wer ist Und der Vater eigentlich, ja? der Film, ja, nein, Ja, ja. eigentlich ja, weil er ja lange jetzt in Italien gelebt hat, aber der hat also massenhaft natürlich Grappa, natürlich verschiedenste Grappa, ne? Wunderbar. Und er erzählt so auf, so Brandy, Gin, Grappa, was weiß ich, Vogelbeere, keine Ahnung, erzählt auf und kommt irgendwann zu Zwetschge und ich sag, jawohl. Und da haben wir gedacht, weißt du warum? Nicht, weil das andere nicht mag, sondern das ist bei mir, Sliverwitz, ein Zwetschgen, Ich weiß, ja. das ist bei mir, Ja. das ist für mich ein ich hab gar keinen, weißt du das? Ich hab weder bei mir in der Klause noch da einen Sliverwitz, Schnaps zum Saufiedern, aber ich habe tatsächlich keinen Sliverwitz Ich habe daheim, auch keinen kein Zwetschgen. Zwetschgen. Ich habe Marün und Bier und alles Ja, mögliche. Bier habe ich viel, Bier mag ich auch Ich sehr sehr, gerne. sehr gerne die Bieren, ist sehr, sehr schick. In verschiedensten Ausprägungen. Ja. Ja, aber tatsächlich, also, aber das ist, aber da bleibe ich sofort hängen und sage, ja, passt, Sliverwitz. Ganz klar, ist mir so eingefallen, ich weiß nicht,
We need no Coke, we need no Pizza. All we need is Schliebowitzer. Das ist ein Blechschild zu Hause. Muss schauen, wo ich das habe. Das passt halt fast draußen zu dir hinten. Das stimmt eigentlich, ja. Muss ich schauen, wo das liegt. Musst schauen. Im Schreibtisch oder im Keller Das draußen war in der ich. Kiste. Oder nicht das. Also ein Mailschild habe ich da. Ja. Der Rüslinger muss auf das Nährpapier. Mit dem Bosniaken drauf. Ja, Das ist herrlich, so herrlich. super. Also, Herrlich. So, was haben wir da noch? Was ist da hinten noch? Das ist der Polkatag, na klar, das schaffst du sicher. Der Franz Brandwein, das war leider mit der Snare. runter. Seit wann gibt es einen roten Leberwitz? Ja, genau. Was haben wir da noch? Acker, was? Herr Ober, ein Achtel, rot oder weiß? Leberwitz, ja genau. Jawohl. Der Gewaltinger. Ja, da weiß. Scheiße. Nein, aber es ist wirklich so. Unser Die haben die Doppler gefunden, ja. Nach Ja. den letzten Dreharbeiten. ja, Von der Name der Rose, was ja sein letzter Film, wo er mitgespielt hat, ist er nachher relativ bald gestorben. Haben sie im Waggon, in seinem Wohnwaggon, dort wo er war, die Doppler gefunden. Haben sie gesagt, da ist aber viel Wein, nicht? Dann haben sie ein paar noch voll und gesagt, nein, da war überall der Schlägerwitz. War Schlägerwitz. Das war allerdings Schlimm, sogar schon früher. ganz Das, schlimm, das ja. hat die Martini schon gesagt. Richtig, ja, das war immer schon ein Ding. Ja. Bei den letzten, also in den letzten Jahren nicht, war das tatsächlich so. Der hat immer seinen Doppler gehabt und da hat ihm gesagt, du schaffst einen Doppler Wein in der Vorstellung. Ja, Doppler Das war- Schlägerwitz. Ja. Ja, die anderen haben auch mehr enttäuscht Schon gehabt, dann haben sie gesagt, was los jetzt? Da ist er weiter, nicht? Mach mal auf. Das ist schon sehr massiv. Ja, nicht die Augen rausgekommen. Ja. Ist ja so. Also das streben wir nicht an. Nein, auf jeden Fall. Diese Perfektion streben wir nicht an, in der Tat. Vor allem Ja. die Perfektion noch dazu, dass hinter der Bühne alle die Angst gehabt haben, hat die Lucy Martini immer erzählt, der kann nicht auf, das geht nicht. Weil, Kaum ging er auf die Bühne, zack, weg, nüchtern, passt. ja. Also nüchtern war er nicht, aber man hat keiner gemerkt. Ne? Das Hat war keiner einfach gemerkt, Wahnsinn, ja. Was? Unter einem halben geht nichts. Frag mal Maber, Landtagsstrommer. 01 ist en vogue. Na, das ist Nein, wo ist das Auwog? Nicht dem Weihviertel. Also das ist ja... Ja, nirgends ist das en vogue. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Ja, wobei absolut. nur eins für einen Schnaps, ne? Das ist schon drauf. Absolut. Unser gemeinsamer Freund, der Franz Schuch, mit dem wir, wann war das, Patrick? Das Haben war wir im auf der Jahr Straße 2000 war Im das. Jahr 2000 sind Und wir auf der 2001 auch noch ein bisschen dann und dann hat es dann nochmal aufgehört damit, ja. Weil Hauptjahr war 2000. Ja. 2000. Am Grom, also in Wien, am Wiener Grom haben wir Straßenmusik gemacht, haben uns da eine Sondergenehmigung haben wir uns da Gut, geholt ja. vom Bezirksvorsteher und sind mit dem Franz Schuch, gemeinsam mit ihm, also mit der Drehorgel und wir sind wir dort haben dort gespielt auf der Straße. Haben also unser Geld verdient als Straßenmusiker, war eine irrsinnig spannende Zeit, wirklich. Absolut. Ja. Absolut. Und dieser Franz Schuch, der also da in einem Drehorgler war, Schauspieler und Drehorgler, und der hat dann in seiner letzten Lebenszeit, war dann in einem ich sage jetzt einmal, ja, In der Versuchung. War in der Versuchung. Wie man so sagt, ja, wienerisch. Ja. Und hat so sein Zimmer gehabt und wenn man ihn besucht hat, gab es immer einen Leberwitz. Und ich kann mich erinnern, wie er gestorben ist, beim Begräbnis war ich dann und bin vom Begräbnis heim und die Freunde, also war von der Familie war keiner da, waren nur ein paar Freunde von ihm da, weil scheinbar weiß ich nicht, ist ja wurscht, das ist eine lange Geschichte, aber auf jeden Fall waren einige Freunde. Und die haben dann aber gesagt, ja, sie fahren jetzt in die Stadt rein und werden auf ihrem trinken. Und ich habe gesagt, nein, das geht so mir nicht aus. Ich fahre wieder heim und bin da am 21. ins Wirtshaus am Wasserpark, heißt es, da bei der alten Donau. Bin ich und hab dort wirklich meinen Leichenschmaus, also allein begangen, dem guten Franz zu ehren. Und haben wir da also reingehauen, also ein Bauchhändel oder was weiß ich was. Und dann habe ich gesagt, und es musste sein, ein Leberwitz. Und ich sage zum Kölner, habt ihr so einen Leberwitz? Also verstehen, wir haben den. Boah. So, dann bringst du den besten. Und da habe ich, also das war für mich das Leberwitz. Und ich dachte, jawohl. Und bin da gesessen allein unterm Baum. Schön dort. Ja, war super, ja. Nein, und da hinten die Donau irgendwo, das sieht man nicht wirklich von dort, aber
Die ist da also so ein bisschen so einen leichten Blick auf eine Skyline sozusagen. Sitzt da unterm Baum da, nicht? Und was der Bier steht und alles, und dann steht da der Slivovitz. Und ich habe ihn Franz nochmal hochleben lassen, eben in den letzten Slivovitz. Und irgendwie, ja, der Slivovitz, das ist was, das taugt mir. Wir haben eine schöne Zeit gehabt mit Franz. Das Ja, war eine absolut. schöne, lustige Zeit, ja, sehr spannend. Spannend und lustig, ja. Ja. Der Trotter. Ja, richtig. Der Christoph Acker, selbst der Schnaps sind 2 Zentiliter, ja? Selbst der Schnaps ist 2 Zentiliter. Der kleine, der Autofahrer-Schnaps, der gescheite ist natürlich doppelt. Also in Russland arbeitet, Ja, habe ich 2 gelernt. Zentiliter sind mehr als 0,1 Liter, ne? Auch weniger. Ja, 0,1 Liter ist ein Deziliter. ja. Vorsicht mit den Umrechnungen. Ja. Da kenne ich mich aus. 0,2 Liter sind es nicht, weil manchmal. Dann sind wir beim Viertel. Das oh, ja. Beim Viertel, oder? Der Weißschlägerwitz, ne? Aber du, mir wollte es in Christoph Acker nicht so nachsehen, weil mein Gott, ne, er ist halt er. Pass auf, aber der Uli Slonik. Als ich in Russland gearbeitet habe, habe ich gelernt, dass ein Wodka normal 200 Gramm ist. Das ist ziemlich exakt ein Viertel, ja. Ja, das sind wir. Das weiß ich, ein Freund von mir, der war Tontechniker, lange Zeit in Russland. Das ist ein Wahnsinn. Das war echt. Und also, da rede ich zwar von den 90er Jahren. 80er, 90er Jahre, nicht? Hast du? Nein, 90er Jahre eher. Okay, ja. 80er, ja, vielleicht sogar 80er schon. Also da war das noch wilder als heute. Nicht? Das ist ja ein Wahnsinn. Christoph Radau ist raus, gutes Nächte an alle, Pfitti Gott, servus. Vierte gut, servus. Ja. Christoph Acker in der La Creperie, um es lieber wissen. Aber die Creperie, das ist quasi genau gegenüber. Das ist Christoph Acker. gegenüber, ja, genau. Was von der Creperie quasi jetzt da über die Straßen gehst und dann siehst du dort ein Wirtshaus. Das ist das Wirtshaus zum Wasserpark oder am Wasserpark. Wirklich sehr empfehlenswert. Wirklich sehr empfehlenswert. Ein richtig gutes Wirtshaus, ja. Absolut. Also, ich muss jetzt auch Ja, ehrlich sagen, ein paar Mal ich dort, wir war waren jetzt ein paar Mal sicherlich 2,5 Jahre nicht mehr dort. Ja, Also, mein erster Tag, da bin ich nicht mehr hin, aber ich war eine Zeit lang regelmäßig mit einem Freund dort. da muss ich mich auch Quasi, treffen. wir haben uns auch aufgetroffen dort, ja. Und ich habe mit einem Freund dort sozusagen so eine Art Stammtisch gehabt, der in der Nähe gearbeitet hat. Mit Und auch Andreas, mit der ja, Woche, ja, richtig, ja, ja, das ja. haben wir auch mit der Woche habe ich mich dort zum Mittagessen getroffen. Und war immer ganz leibend. Wirklich super. Sogar, Und das, sogar Gerd und Gabi waren dort. ja, richtig. Einmal. Ja, Hat's richtig. dort, ja. Ja, stimmt. Ja. Die sind heute nicht da, ja, aus der Wir Reine. sind heute nicht da, ja. Das ist ja. Naja, wir arbeiten sie. Schon langsam jetzt zum Schluss zu. Aber das Jahr 2000 war großartig. Ja, Ein großartiges Jahr. Ich keine Ahnung, was war Straßenmusik, das war Ach so, das, ja. das Ja, das überhaupt war alles. Das, weil mein Jahr mit der Schule aufgehört habe, endgültig. Die Marion, bist du nicht schon schlecht geschlafen gegangen? Ne? Oh, sie hat sich verabschiedet. Ja, eben, noch jetzt auf die Schnelle. Auch wenn ich euch heute so früh verlassen muss. Einen Trost habe ich eure CDs, die mir der Rudi Hauer, Marius, ja, der Hacker Rudi, Jawohl! zu Weihnachten Jawohl! ein Geburtstag geschenkt hat, nicht das Leiband. Marion, das ist aber Leiband. Na, die hat eine. Super, Die CDs. super. Hier ist ja da der Rudi. Ja. Heuer Marius, sagt's. Ja, der Rudi. Jawohl! Super! Der Rudi, den hätten wir ja fast gesehen. Fast, ja. Bei einem unserer oder der letzte Der Auftritt. letzte war es, ja, genau. Im letzten Der Jahr, ja. also vor Im November. vor dem Lockdown, Genau. da haben wir gespielt in Simmering. In Simmering, ja, genau. Und da hätte der Rudi kommen sollen und dann hat er mir noch geschrieben, krank, hat nicht kommen können, aber ja, kommt sicher wieder. Ah, Rudi, Der große großartig. Auch großartige Geschichten erlebt mit ihm. Die Jahrzehnte, kann man schon sagen, in der Zwischenzeit bei uns auch. Ja. Na, Legende. Freue mich, wenn wir ihn wieder mal sehen. Pfiff, der heute vor allem in Westösterreich geläufige Pfiff ist nicht genormt und entspricht etwa 0,2 Liter. Laut Wikipedia, ja. Ja, das können aber 125 Gas sein und so, das ist nicht, ich hab nicht genormt, ja. Marion Kriegelstein, so jetzt muss ich aber ins Bett. Ja, warte, das kannst du warten auch noch. Wir brauchen maximal Nach 5 Minuten. 5 Minuten bis eine Stunde ungefähr.
Aber nicht länger. Aber falls du schlafen gehst, alles Liebe. Alles Gute, danke schön, dass du dabei warst. Empfehlen Sie uns bitte weiter, wie man so schön sagt immer. So. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfchen mit kleinen Häusern darin und gleich bei der Kirche am See. Da liegt die Buschenschank-Taschler versteckt. Gleich in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch herrlich. Und Musikanten spielen dort an die alten echten Männerlieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Darum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Ich hab den Schnagel auch noch gut, und ich spüre das Ruder. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort da die alten echten Wienerlieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit, Gemütlichkeit. Und ich find dort Gemütlichkeit. Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben heute gesungen und viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist auch gewarnt worden bei manchen Lied. Wir haben jetzt getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen. Aber sagen wir ehrlich, Leute, wir werden schon langsam müde. Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertelsitz, denk ich an meine blöden Witz und an die Lernerlieder und an die Gemütlichkeit. Zuerst haben wir ein paar Stunden gesungen, viel nur gegen Kind. Jetzt langsam still uns oder jede Stimme ihre Zeit.
allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön, es hat uns wirklich sehr gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir sagen Dankeschön, pfiat euch gut. Bis zum nächsten Mal, Danke. bleibt uns treu, seid so gut. Baba. Viert euch. Schau, wo ich da drucken muss. Jetzt ist es nachher. Menschen, Menschen zusammenrollen, Vögel hat jeder genug. Alle können doch nicht gleich sein, das Lied schon so.